Jetzt bin ich gespannt, was heute wieder nicht geht. Ich bin ja schon ein paar Sekunden später wieder, weil wieder irgendwelche komischen Fenster aufgängen. Wenn ich auf Stream starten drücke, da wo ich mich frage, warum muss es jetzt aufgehen? Warum muss jetzt da ein neues Fenster aufgehen von Streamlabs, das sagt, ja, magst du vielleicht Multistreamen? Nein, mag ich nicht! Warum muss jetzt da ein neues Fenster aufgehen? Oh, können wir uns gleich mal... Ja, magst du vielleicht Multistreamen? Nein! Warum muss jetzt da... Hör ich mich gut oder hör ich mich nicht gut an? Ich hör mich gut an. Ah, Mikrofon ist eingestellt. Kamera glaube ich auch, aber ich mach da komische Sachen. Pass auf, ich sag dir was. Pass auf, wenn meine Arme in die Kamera halten, dann will ich auf einmal kasig. Was ist das für Scheiß? Blut drin, Blut raus. Blut rein, Blut raus. Blut rein, Blut raus. Ich versteh's. Nein, ich verstehe nicht. Nein, ist mir total wurscht. Timmy Boy, Popomann, grüßt du dir daheim, habe ich im Herzen aus. So, da liegt auch nur Scheißdreck umeinander, Kruzifix nochmal umeinander pimmelt, wie, was weiß ich, was das ist. Ah, die Wand, mir ist ein Reset! Hoi! Da bin ich halt ein wenig kasig beim Tröten, was weiß ich, was die Scheiße ist, ich keine Ahnung. Was weiß ich, was das soll? Löwensepp, Kuss auf die Nuss, sauber die Ehre, es fucking gemütlichen Finalstream heute, Ilbar, Vollbier, Hellos, der Schmecker, Plätschmerz, die X-Chat, Amp, Drop, Punch, was auch immer das ist, keine Ahnung. Ton klingt ein wenig komisch. Chef ist grauer als sonst. Gleich Name ist Splitfiction. Nein, Mike Sepp! Du bist doch erst vor 2 Wochen Mitglied geworden. Was jetzt denn nicht so, ey? Kuss auf die Nuss, so, jetzt halt. Aber das Tröten hat sich mal besser angehört. Was hat sich besser angehört? Ich höre mich immer noch komisch an. Warte, ich höre mir einfach mal schnell selber zu. Okay, was hat sich besser angehört? Ich höre mich immer noch komisch an. Warte, ich höre mir einfach mal schnell selber zu. Okay, was hat sich besser angehört? Ich höre mich überhaupt nicht komisch an. Schlafst du? Wenn du besoffen bist, du hast schon wieder Häschel. Ja, freilich, Mika 20 Uhr, jeder normale Mensch schon 8 Uhr wieder fotzen. Irgendwas ist komisch, wenn du lauter bist. Es könnte eventuell der Limiter sein. Den habe ich im Mikrofon selber eingeschaltet. Es ist alles kaputt. Bei den kasigen Bratzen-Koalition Wunder, ja, mich aus der Oberpfalz. Ja, genau so schaut's aus. Sachen lesen, bevor man es schickt. Bin ich lieber grau. Hey, du Ober! Oh, der 13. Versuch, Let's Play Längmenge. Merci dir. Bazooka Joe, merci für 6 Monate, ja, chillt die Kniescheibe jetzt. Bernie, merci für 73 Monate, Gottverdammte Ehre. Bist du deppert? Ich geht's wieder auf. Bring mir die Späme fertig, der Riese. Ich schaue nicht mehr aus. Ja, ein bisschen schaue ich schon, aber ich habe hier einigermaßen natürliche Farbe im Gesicht. Ich weiß nicht, was die Kamera ist, scheiße! Ja, Sound ist seltsam. Klingt wie in ältere Streams, wie bei Visage, wo du krank warst. Was? Aber wieso? Das haben genau dieselben Einstellungen wie sonst da! Kruzifix! Kruzifix! Ich weiß nicht, was ich mache. So, also wenn ich mich her, dann habe ich das Gefühl, ich höre mich ganz genau so. So, jetzt freiwillig, was ist. Achtung, erweiterte Audio-Eigenschaften. Nein, das ist auf alle Fälle nicht. Wenn wir da hier Filter, ist der Kompressor. Sollen wir einen Kompressor ein wenig antauen? Ist jetzt besser. Macht das einen Unterschied? Kann das was, kann das nicht? Meine Güte, das dauert wieder bis scheiß August nächstes Jahr, bis alles wieder so ist, was war? Dann kann ich, dann kaufe ich mir einen neuen PC und komme wieder von vorne anfangen. Weil, oh, ach du Scheiße, falscher Hintergrund. Das stimmt. Du hast da absolut recht. Achtung. Nimm einfach den. An den habe ich nicht gedacht, sorry, aber es ist so einen ganzen Tag an der Scheiße, OBS, Scheiße! Schau mal nach dem Werk! Da, jetzt hast du einfach blau, Flunsal im Hintergrund, das muss gelangen. Das klingt schon besser. Farbe laut, Ton bunt, schlechter. Ihr könnt alle euer Fotz halten. 25 Leute sagen, jetzt passt, besser. Der Timmy Boy schreibt schlechter. Timmy Boy, dir glaube ich sowieso nichts. Snus, Benny, was tust du? Grau, O-Farbe, grau. O-Farbe, grau, na bitte nicht. Grau, O-Farbe, 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 grau, O-Farbe. Bringt irgendjemand um! Weil sonst tu sie! Snusler, Kuss auf die Nuss, merci dir. Löwensepp, hast du eigentlich im Browser ein VPN oder wegen der Hackerscheiße? Nein. Das dem hilft das nichts. So, dann der VPN-Helfer, wenn deine Session gehijackt wird. Das hilft dir, da hilft dir keine. Also da ist ja alles, was dir sämtliche VPN-Werbungen verzeihen, ist alles Bullshit. Deswegen bist du keine Sekunde sicherer im Internet. Du bist nur anonym im Internet. Also die Seiten, wo du die aufholst und so weiter, können nicht tracken, wo du bist.
Das interessiert die meisten einen Scheißdreck. Die wollen bloß wissen, hast du da hingeklickt, hast du eine Conversion ausgelöst. Ja, alles andere interessiert mich nicht. Ob du in Bayern hockst, aber sagst, du hockst in London, interessiert mich ein Scheißdreck. So, ich sag, der Sound ist besser. Ist er besser? Müsst ihr sagen. Ich meine schon. Das weiß mir aber, jetzt nehmen wir noch das richtige Hintergrundbeitel rein. Das nehmen wir miteinander, das zeige ich euch, wie das geht. Da drückst du da auf Bild. Dann nehmen wir das da BG2. Name wird bereits verwendet. Von was? Das ist total klar. Das ist einfach total klar. Und machen wir so, BG2, wunderschön, wunderschön. So, jetzt nehmen wir Beil her. Tust du mal ein Beil her, jetzt pass auf, den machen wir wieder nach, damit das alles eine Richtigkeit hat. Jetzt pass auf, da gehen wir da her. Da habe ich 100.000 Vorlagen. Wo ist denn die ganze Scheiße? Keine Ahnung, kennt sich kein Mensch nicht aus. So, Hintergründe. Irgendwo haben wir Creepy Tail. Ich weiß nicht wo, das ist Kommandos. Da ist Creepy Tail. So, zack. Bam, Motherfucker, jetzt sagst du bloß noch das. Das müssen wir natürlich ein bisschen verschirmen. Und dann ist das da. Aber wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Die geschissenen Effekte, die können wir mal bleiben lassen und dann ist alles wieder cremig. Das ist cremig? Seit wann hat denn die Chatbox so einen blauen Schatten drin? Da haben wir den erst noch nicht gehabt. Nein, mein Schluss jetzt mit der Scheiße! Leertaste, Grautaste, dein Mann sei Taste! Hashtag graue Taste, Hashtag Grautaste, Hashtag Leertaste, Hashtag graue Taste, Hashtag Warum hab ich gemacht? Nix. Hashtag Leertaste, Hashtag graue Taste, Hashtag Grautaste, Hashtag Leertaste, Hashtag graue Taste. Warum liest du die Scheiße eigentlich immer ganz vor? Sag, kann man das irgendetwas erklären? Leute, dankeschön. Snusler, merci, Herr Abak, merci für 10 Monate. Firestorm, merci für 11 Monate. Timmy Boy, nochmal Kuss auf die Nuss. Tami, merci für 38 Monate. Flo, Lemminge, eines Tages kommt's. Bazooka Joe, merci dir. Bernie, merci dir. Mein Maiker, welcome to the squad. Ab in den Chat. Ich hoffe, ihr habt's geschrieben, habe die Ehre. Mein Maiker, merci für den Jackson für ein Jahr Loyalität. Kuss auf die Nuss. Timmy Boy, merci für den Euro. Und mein Maiker, merci für deinen Zehner, aber nicht merci für deinen Zehner. So. Wenn's eine blärst, macht der Mike nicht ganz mit. Das könnte jetzt der Limiter sein. Den kann man uns schnell anschauen. Jetzt mir gekauft. Den machen wir jetzt so. Filter tun wir den Limiter weg. Machen wir so. Ist jetzt besser? Compression vielleicht noch wegen. Der Limiter ist, glaube ich, der eine Scheiß. Den habe ich aber, glaube ich, im Mikrofon selber auch aktiviert. Man denkt, vielleicht kann das was. Besser? Nein, nicht besser. Gut, dann müssen wir den Mikrofon selber auch noch ausschalten. Scheiß Bums-Sau, Behinderte. Firmware-Update, deine Mutter. So, aus, sperren. Jetzt probieren wir es nochmal! Das muss ich aber selber auch hören. Warte. Jetzt probieren wir es nochmal! Das muss ich aber selber auch hören. Warte. Ja, ich hör schon, was da los ist. Ja, ich hör schon, was da los ist. Was da los? Der regelt mich irgendwie ober. Ich weiß aber nicht warum. Sag ich noch freiwillig, was es ist. Mein Gott, die scheiß Sound, scheiße, ist so geistig behindert! Kann ich nicht einfach da schalten? Geht! Easy! Expander, was ist der Expander, Alter? Was der scheiß Expander ist? Probieren wir es mal ohne Expander? Was der scheiß Expander ist? Probieren wir es mal ohne Expander? Was der scheiß Expander? Funktioniert auch nicht. Probieren wir es. Okay, was war's denn ich? Schwellwert-Verhältnis, dein Mann ist ein Schwellwert, der leckt mir da am Arsch, Alter. Hey, was war's denn hier? Wir müssen es dabei so lassen, das hilft nicht, dann dürfen wir nicht so viel schreien. Schwellwert-Verhältnis, dein Mann ist ein Schwellwert, der leckt mir da am Arsch. Du von der Schlumm. Ja, was war's denn hier, Alter? Weiß ich irgendjemand mit der Scheiße da, soll sich irgendeine Bahn damit auseinandersetzen, das weiß ich nicht. Start ihn ein! Das ist ein guter. Muss du mich schauen. Wir gehen mal das Mikrofon einfach, jetzt warte mal. Wir gehen mal das Mikrofon einfach so lassen, wie es ist. Hashtag Trump, Hashtag Biden, 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 Hashtag Trump, Hashtag Biden. Gott, ich hasse euch so viel! Hart's ab jetzt mit einer Scheiße! Und das ist der Arschloch! Gib mir des Glücks. Rest in Peace, Headphone-User. Ja, eben nicht, ich bin der Oberkregel mit Sau. Mir ist wieder ein Zwicker. Was für Biden? Du lebt er überhaupt noch? Andi! Aber der Andi, welcome to the Squad, Kuss auf die Nuss! Hast du einen Fettkompressor an? Ich weiß nicht, wie der Fettkompressor ist. Ich bin der Fettkompressor, Alter. Ach Gott, der heute so ein Futz. Jetzt ist man müssen ziehen nach, damit wir endlich sprechen können, dass ich die Scheiße aussprechen kann! Die Scheiße mit der Scheiße!
Ja, ich starte das Spray, fangen wir an. Goddammit, Alter. Fettkompressor, leg ihn zu deiner Alten. Ja. Und straub sie drunter. Das ist eine Fettcompression. So schaut's aus. Ich darf mir erstmal beten, dass der Spielstand noch da ist. Das ist aber das Wichtigste. So, machst du mal ein Gamepad ein. Spiel starten, ne? Oh, jetzt ist der ist gut. So, ich wollte jetzt die Alert-Sounds aus, weil ich komplett geschubst und da kommt nur Schmarrn raus. So, jetzt pass auf. Ah, wenigstens geht der Szenewechsler. Das ist schon mal ein Fortschritt. Kruzifix nochmal. Ein großer Fortschritt. So, was haben wir da? Creepy Tail, rein damit. Ah. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Neues Donutbeutel Moha mit Angry Birger. Nein, das hat der Chris geschrieben. Jetzt, stopp. Halt, nein. Schluss, du gibst dir Du, weiß ich nicht, das nächste Comic-Heftel schon mit seinen und nicht mein Schund. Ja, irgendwie muss er ein Anwalt sein. Das wäre das richtig. Aber hast du nicht auch von einem Anwalt gearbeitet und dann gibst du mir Geld? Ich verstehe nicht. Was das? Der Bürger ist schon da. Ehre beieinander. Ehre beieinander übrigens auch mit alle. So, sperren wir weiter. Hauen wir den Bums durch. Und wenn wir uns nicht unfassbar dumm anstellen, sollten wir eigentlich auch relativ am Ende sein. Sagt ich, da, Spielstand noch da, das ist gut, der Friedhof, da machen wir straight weiter. Und was mich nur erinnern kann, ist, wir haben einen Friedhof. Und wir haben eine Holzgötze gekriegt. Und wenn ich mich richtig erinnere, jetzt müssen wir da kurz mal die Lage sondieren, das letzte Mal haben wir vor 2 Wochen gespielt, ich weiß nicht mehr so genau, wo wir da waren. Da waren wir bei irgendeinem zylindertragenden Idioten beim Totengräber, glaube ich, unten, und da, wenn du bloß umgegangen bist, dann hat er die gegessen. Der wird uns halt wahrscheinlich auch noch ein paar Mal essen. Birger, bist du mehr? Ich bin Vollgas am Ende. Wozu bist du so schwer? Ich möchte es gar nicht wissen. Wahrscheinlich liegt der Wuckemann drin und der reißt das aber einen Arsch auf. So schaut's aus. Ja, kann man da mit dem Ding irgendwas machen? Nein. Kann man da mit dem Ding irgendwas machen? Get in the crack, kid. Fetch me the treasure. Das war wieder mal mit Dusel als Verstand. Wusel, du. Was ist da rausgekommen? Die Hälfte von einer Scheibe. Haben wir die anderen Hälften von einer Scheibe nicht schon mal gehabt? Eine mit der Scheibe. Wir werden die Scheiben. Wir haben doch die Scheiben. Hä, wir haben doch die. Beim Yorick warst. Sag mal, dass du League spielst, ohne dass du sagst, dass du League spielst. Was ist das? Oh, schick mir auch gleich Puppen drauf. Nein, gehen wir Puppen nicht drauf. Wie viel Depth haben, kommen wir heute zusammen, das werden wir gleich sehen. Es sind ja nicht diese Try-and-Error-Spiele, was soll man machen? Die müssen wir im Jahr spielen, damit der Depth-Counter überhaupt dreistellig wird. Sonst stirbe ich nicht. Hm? Außerdem ist sowieso der Flash öfter gestorben wie ich. Mit den Ton nicht hören. So. Schauen wir mal, was da ganz rechts hinten war. Da geht's glaube ich, da wo dieses. Schau her, da liegt der zweite Schein, die liegt da. Da war der Fettsack, ja. What a hideously beautiful. Das ist abscheulich schön. Dem schicken wir jetzt mal Puppen. Nein, dem kann man Puppen nicht schicken. Dem kann man gar nicht schicken. Dann legt's mir Arsch. Wollen wir ein Tippspiel draus machen? Jetzt mal? Ja, geht's mal, was schmeckt's? Ich gehe jetzt auf alle Fälle da noch mehr rein und drück die zweite Scheibe in das Loch ein. Ja, genau, das waren die zwei Goblin-Typen da und bei dem einen, da muss man schauen, wann das Licht oben ausgeht und sich dann auf keinen Fall bewegen. Und bei dem anderen. Na, kein Rätsel, ich bin nicht gut in Rätseln. So, was haben wir jetzt da? Okay, was? Hase. Sonne. Da kommen wir. Hä? Okay, wir haben links einen Elefantenfuß, oben ist der Gasbock oder Rehbock oder was auch immer und rechts ist der Hase. It's a timing thing. Sprengi, das ist ja meine Idee, die müssen alle gleichzeitig da durchfahren. Jetzt pass auf. Als erstes Hase, dann Bock, dann Elefant. Hase, Bock, Elefant. Ja, das muss schnell gehen, hab ich schon gesehen. Ja, fast, aber ich glaube, ich hab's schon verstanden. Kann man die irgendwie Nein, das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich nicht! Kann man. Ja, solange der. Jetzt müssen wir wieder warten.
Aber wir sollten... Wir müssen an die Sonne richtig timen und wir müssen den Totenkopf richtig timen. Probieren wir es mal mit dem Totenkopf. Das heißt Elefant, Hase, Bock. Elefant, Hase, Bock. Jetzt ist das hier. Überhaupt nicht. Umdreh dich, du Vollidiot. Digga, was machst du denn? So, Bock. Bock, Hase, Elefant. Moment. Bock. Hase. Elefant. Die fahren auch noch unterschiedlich, oder? Die fahren unterschiedlich schnell, je nachdem, was sie halt sind. Oh Gott im Himmel. Das heißt, Bock. Hase. Elefant. Easy, oder? So. Kann ich sitzen davor oder was? What was that gross thing that crawled out? Ich habe das dumpfe Gefühl, es war vielleicht ein Fehler. Oh, I unleashed an evil spirit. Vielleicht hätte man doch die Sonne machen sollen. Gib mal, na. Isst mir der, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß mache? Kann ich das nochmal tun? Und jetzt machen wir die Sonne. Das heißt, wir brauchen Hase, Bock, Elefant. Hase, Bock, Elefant, aber... Oh, das ist schwierig zum Timen. Das probieren wir jetzt einfach mal auf gut Klick. Nein, Schmarrn. Rechts, links, auf. Rechts, links, auf. First try, bitch! First try, bitch! Ab in den Chat! Also, kann ich da jetzt... Vielleicht hätte ich das vorher da sein. Die Textgrammatik ist mir nicht abgegangen. Ich lese schon einmal. Försterei, bitch! Oh, da hinten ist eine Schublade aufgegangen. Du, schau hier, was gefunden. Was haben wir da gefunden? Eine Rolle, die in dem Grabgemälde gefunden wurde. Ja, toll. Na ja, gut. Oh, Ich habe einen Geist freigemacht. Ganz sauber bist du nicht. Na gut, dann gehen wir mal wieder zu ihrem Abend, keine Ahnung. Da müssen wir uns jetzt durch den Gang durchschludern. Den machen wir auch First Try. Mittlerweile wissen wir ja, wie es geht. Da ist ein Dreieck dran. Einfach mal alles ausprobieren, who knows. Ja, nur bewegen, wenn das Licht da ist. Da hätte man die Zeit vom Licht hätte man schon ein bisschen länger machen können. Ja, vor allem, wenn ich da öfter durch muss, dann krieg ich's kotzen. Wenn ich nämlich mich bewege, währenddessen das Licht aus ist, dann kommt da hinten der Tentakelsepp und schneidet mich in 1000 Stückel. Das ist nichts. Jetzt haben wir schon mal, haben wir die Hardware, haben wir das schon gelernt. Jetzt sag ich mal nicht an. Wie ist denn der Ton zumindest so, wenn ich einigermaßen normal schmerz? Also, Also muss ich nämlich bloß die behinderte, die Limiter-Scheiße ausgeben. Das Nussbein sagt, passt. Oh, jetzt müssen wir kurz losen. Stehen bleiben, wenn der Sound kommt. Passt, gut, passt. Ja, passt. Muss ich bloß das mit der Lautstärke irgendwie hinkriegen. Ich erinnere mich aber auch noch ziemlich gut, dass es schon immer so ein bisschen... Also damals zumindest, bis ich es rausgefunden habe, an was das liegt. Schlechter als nichts. TV-Boy ist aber nicht. Weißt schon, nur ein bisschen compressed. Ich verpiss mich. Weißt. Vielleicht muss ich auch ein bisschen weiter weggehen, dann sollte ich mir vielleicht... Ja, genau da waren wir. Jetzt weiß ich mich, was können wir da machen? Ah ja, da kann ich aufmachen. Warum kann ich da aufmachen? Ah!
Da ist mitdenkt worden. Das mag ich. Dann muss man da nicht durchgehen die ganze Zeit. Dankeschön. Horchst du an wie in der Podcast-Zeit? Oh, ich weiß nicht, was mittlerweile auch ein bisschen ein Problem ist. Mein Mikrofon benutzt noch alte Firmware, die wollen von mir, also Rode möchte von mir, das war aber lieber Scheiße, nicht Rode Schuhe natürlich, möchte von mir, dass ich andere Software installiere. Dafür möchten sie meine kompletten Adressdaten. Da habe ich gesagt, fick dich Schuhe, waren das? Den Schuhe zieh ich mir nicht an. Did you find the keys? Okay, It's not as easy as it seems. I get. So, what will you do when you're not changed? I haven't thought about that yet. Do you know how to get back? Yeah, I heard there is a passage through the water. You do know it only lets good people through, right? I didn't do anything evil when I was alive. I received it for the first time from the hands of my... The last thing I remember is wooden hands. Your servants held a mutiny? No, it was my partner. He was hungry for... So there's a gang of wooden murderers with shovels someplace in the forest right now? I doubt it. They need to be careful. The first drop of rain... You sure got some creepy story. Okay, der alte Mann hilft uns auch einen Scheißdreck weiter und ich glaube, da mehrere gibt's nicht zum tun. Oh, da können wir was nehmen. Was können wir da nehmen? Don't touch that tool. I need it. Vielleicht brauchst du aber hier. Warte mal, vielleicht können wir ihm so eine Rolle zeigen. Please, girl. Be nice to him. Okay. Holzraubmörder. Schön beobachtet springen. So, da gräbst du jetzt da an der... Was möchten wir? Kannst du abhauen? Ja, moin Meister, kannst du abhauen, bitte. Okay, der geht nicht weiter wie bis zum Tierstock. Das ist schon mal nice to know. Die Frage ist jetzt, wenn wir mir an dem da vorbeikommen. Und was der so treibt. Und, na, halt ab jetzt! Du Pimmler! Na, kennst du wieder nicht mehr aus. Schau dich an. Na gut. So. Sehen wir mir irgendwas aus mit. Also, wir brauchen einen Schlüssel, um den Typen. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? Das ist das Einzige, wo ich irgendwas machen kann. Oh, so geht durch wieder. Lorter. Ja, das sehe ich schon, aber da kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich müssen wir warten, bis er auf der Lorter ist und dann vorbeilaufen. Da laden sie vom... Jetzt so, schnell. Moven. What a creepy... Da haben wir letztes Mal schon gestorben da drin, das weiß ich noch. Oh, we're fucked. Ich nehme den da trotzdem noch mit und dann verstecke ich mich einfach wieder hinter die... Oh, da Gott, da haben irgendwelche Lehren. Nein, das ist nicht gut. Ja, okay. Aber... Der Tod war's wert. Ein massiver und vielleicht kostbarer Briefbeschwerer und wir haben auch einen Opal. Was zum Fick soll man mit der Scheiße machen? Oh, what use are you? You're just an extra weight, that's all. I'm tired. I am a special. I am Oak. My Linden brothers are lighter, but theirs less useful. Also er ist ein bisschen schwerer. Jetzt können wir mal probieren, ob wir irgendetwas von dem... Das war eine sehr kopflose Aktion. Nein, da kann er nicht so machen damit. Die Frage ist, was sollen wir da hinten? Was zum Fick sollen wir da drüben machen? Ich gehe jetzt nochmal in die Kisten, weil ich genau sehen will, was passiert. Wo ist denn er jetzt hin? Da hab ich schon der Lutz, tu dich nicht rein. Warten wir wieder, bis er auf die Lotte aufgeht und dann gehen wir in den anderen Raum. Weil da haben die Augen, was tue ich mit den Augen? Also ich jetzt auch keinen Nutzen mit unseren... Ich gehe mal in die Kisten und schau, was passiert, weil ich mir jetzt doch nicht mehr 100% sicher, weil irgendwo muss man sich ja da verstecken können. Das gibt's ja nicht. Ah ja. Und da haben wir nämlich dann ein bisschen Zeit. Was morgen? Nö. Also ja, wir können uns da schon verstecken. Oh, verstecken. Da hat er uns letztes Mal gesehen, wenn wir reingegangen sind. Deswegen haben wir gestorben.
Ich hab eigentlich, was war denn dann das gleich wieder, wo sie uns dann in die Kisten eingenagelt haben? Oder macht er einfach sporadisch die Kisten auf da? Jetzt geruscht er da irgendwas umeinander. Mal schauen, wie lange dass er das so macht. Das macht er nicht lang. Wenn er die sieht, wie es in die Kisten gehst, nagelt das zu. Also bin ich schon nicht ganz falsch dran, gell? So, jetzt gehen wir da wieder raus. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas klauen können. Irgendwelche Objekte. Nein. Dann laufen wir einfach einmal da durch, ich weiß es auch nicht. Nein, das können wir vergessen. Ja, okay. Ich schreibe ihm schon mal in sicherheitshalber an. Zensiert! Der Bruder von Undertaker kämpft kleine Mädel. Ja, er hat die zugenagelt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber du kannst schon recht haben. Die Frage ist, was wir da sollen. Warte mal. Nein, mit dem Mobile können wir da auch nichts machen. Und sonst gibt's da nichts. Da hast du jetzt die Münze. Hau die in die Spardosen. Was für Münze? Ich hab keine Münze. Und was für Spardosen? Du meinst das Ding da hinten? Du musst die Augen zumachen, wenn du durchgehst. Guckst du mich, wer ist wieder Zügel? Hab ich zurück. Kuss auf den Nuss und der gechillte Messi für den Zwickel. Was haben wir da? Terry Birger, grüß mir mal bitte meine Prinzessin Pipsi. Pipsi! Hey du Pipsi! Ich glaub, der gechillte Mech. Birger und Chill. Ja? Haben wir noch halbe. Was ist das? Das ist ja bloß ein Zwickelwert. Da hätte ich mir gut überlegen. Aber ein schöner Grüß lässt er ausrichten. Hauptmann, Messi für 27 Monate. Mahlzeit, bin auch wieder noch, geraumer Zeit, was habe ich verpasst? Alles. Irgendjemand hat da gerade. Was ist denn das wieder für. Was ist denn das? Irgendjemand hat gerade. Oh, seit wann werden mir da drin Abos angezeigt? Irgendjemand hat auf den Abo-Button gedrückt. Ich sage jetzt seinen Namen nicht, vielleicht mag er das gar nicht. Kuss auf die Nuss, merci dir. Welcome zum kleinen Squad. Puppe benutzen. Wofür? Ich hab alles durchprobiert. Puppe benutzen zum Aufsperren lassen. Das können wir können ja mal alle Objekte. Ja, Mr. Farrer, du bist der allerneueste von alle. Übrigens. Jetzt gehen wir da mal raus. Probieren wir da alle unsere Items aus. Na, da geht nichts. Was sagt's denn da dazu? What a creepy piggy. Das sind Sportdosen. Was heißt kleiner Squad? Sag einmal. Schnell wieder in die Kiste. Bin ich ein wenig ratlos, sag ich dir ganz ehrlich. Vielleicht können wir bei dem Fettsack mit dem Opal was anfangen. Das ist mit Sicherheit auch so ein Händler-Dude. Ich laufe jetzt davor einfach so. What a creepy. Geh weg! Die Leute kann ich selber noch nicht einmal benutzen. Kann ich da runter irgendwas? Nein, kann ich nicht. Der Nick fühlt sich beleidigt. Ja, okay, dann im mittelgroßen Squad. Ist das okay? Ah, shit. Was? Jetzt hat mir einfach die Wind gegessen! Leg mich da am Arsch! Muss jetzt da wieder durchlaufen. Mein Gott. How about fuck you? Ja, ich hab einen Sarg vergessen, ich sag's, wie es ist. Das Mr. Horseman, habe die Ehre. Passt, hau die. Passt. Du willst doch eh nach oben, oder? Ja, eigentlich schon, aber da muss ich jetzt da links durch die Sonne durchlaufen, das mach ich nicht. Da ist wieder Weg zu lang. Kasper, ich fühle mich beleidigt, so schaue ich gar nicht aus. Was? Der Werner? Was ist die Steigerung vom Onkel Werner? Natürlich der Werner, so klar. So, jetzt haben wir mit dem Bums da. Rein in den Sarg, dann gehen wir mit zu dem Fettsack. Der Foodlab bei Werner. Der Werner braucht immer das Präfix Onkel. Immer. So. Aus der österreichischen Hauptstadt ist dann der Werner. Du, der Werner, hätte gern 2 Paar Werner. Hm? Nah, I'd rather not wake him up. Ja, aber... Fuck, Alter. What a hideously beautiful sock.
Was hat denn der da? Er hat eine Shisha und er hat so kleine glühende Dinger da. Seht ihr das in die Glasel drin? Und so kleine Käfer, er hat viele Ringe. Na, da müssen wir auch nicht hin. Vielleicht gehen wir dem Geist, den wir ausgelassen haben, irgendwas. Wir könnten mal unsere Hände zeigen. Vielleicht mag uns der Basic-Geist lieber, wenn wir ganz base waren und gibt uns dann irgendwas. Schauen wir mal. Ja, welche viele Optionen haben wir jetzt da nicht mehr? Ich kann ja nicht 4 und nicht hindrehen. Was soll ich machen, oder? Was ist denn das da gleich wieder? Briefbeschwerer. Na, schaut irgendwie aus, als könnte man da was draufstehen. Na. So. Oh, I unleashed an evil spirit. Na, Freunde der Sonne, jetzt beißt es dann langsam aus. Jetzt brauche ich dann eine Hilfe. Oder wie schaut's da aus? Das haben wir schon mal, da haben wir beides schon gemacht. Also da haben wir die Sonne haben wir geweckt und den Geist haben wir geweckt. Birger, kannst du das Glas am Boden bei den Dicken mit der Wasserpfeife aufheben? Nein, ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter nach rechts. Ich kann da mit, warte mal, da ist noch so eine Falltür. Oh, Ne. Das linke Podest da, ja. Kann ich aber auch nichts machen. Und wenn ich so drauf drücke, ohne Item, sagt es einfach bloß. Also da kehrt schon irgendwas auf. Das schaut aus wie Tetris-Steine. Ja, es schaut aus wie das T. Und zwei mehr Einzelnen, den es gar nicht gibt. Holzfigur hinschicken. Ich habe auch schon alle Items ausprobiert. Bei dem Fetten. Jetzt schauen wir mal ganz links, was der Fleischklumpen sagt. Der da am Grabstoß sitzt. Girl, help me. I'm over here. Das Buh! Mein Mikrofon geht nicht scheitern! Die schreit trotzdem einfach eine! Lass mir das sauber sein, du gottverdammte Irre, was machen Sachen? Schluss jetzt mit der Scheiße! Servus! Nachdem ich in letzter Zeit noch stiller Zuschauer war, dachte ich mir, ich muss mal wieder. In deiner schweren Zeit alles Gute, ich fühle mich, merci für alles. Birgbert Schnösel. Birgbert Schnösel haben wir auch noch nicht gehabt. Lausbuhr, Kuss auf die Nuss, es ist sauber zu und du weißt es. Was du dazu geschrieben hast, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen herzlichen Dank. Aber ich bin da der Kasper und verzeih irgendeine Scheiße zur Gaudi für euch nicht umdreht. Auch wenn es ab und zu momentan vielleicht einmal nicht ganz einfach ist. Lausbuhr, wenn du schon von selber schreibst, du weißt, was du tust, dann sag ich ziehe meinen imaginären Hut, es ist trotzdem sauber zu und mit nichts gerechtfertigt. Kuss auf die Nussi, weiterhin viel Spaß, Dankeschön. Here, by the tombstone. what do you need? I escaped from captivity, and now I want to go home to my mom. He Mama? wants his mommy. Remember how rude you were to her? Well, we do. Yes, I was an awful son and friend, but I realize that now, and I want to go back home. Help me. I know you're getting out of here. Bring me with you. It's up to you. Vielleicht gar nicht so unrichtig, Herr Lausbuhr, Dankeschön. ist tatsächlich so ein bisschen so, ja. Aber was ist jetzt, wenn ich was soll Will mit you dem? take me with you, girl? I haven't decided yet. Ja, was soll er jetzt machen mit dem? Da, kriegst du einen Briefbeschwerer, to your face. Nimm doch mit an! Okay, 17 gute Sachen haben wir gemacht und 15 schlechte. Nichtsdestotrotz beißt es jetzt dann langsam aus. Sag mir. You met my cousin. Why didn't you tell me? That didn't come up in the conversation. I don't think much of your cousin. He got in the way and distracted me from the task at... He actually has a high opinion of you. Yeah, he ran off without helping me. I hate him. Well, he was in a rush to go sail. Right. Personal gain above all else. Was laberst du, komische Fleischbatzen? Und zurückkommen auch nicht. Die Übersetzung kann der nie gemacht. ja, tu dich nicht runter. Nein, jeder, der ein Breckerl Englisch kann das besser übersetzen. Tut mir leid. Warum schwere Zeit, aber was verpasst, war länger nicht mehr da. Herr Tobias, ich schmerz da nicht im Detail drüber, aber momentan ist alles ein wenig... Ui.
Gewisse Dinge haben sich geregelt schon, so ist das nicht, aber trotzdem. Ich bin auch bloß ein Mensch, was soll ich machen? So, davon will ich aber nichts hören jetzt und ihr möchtet davon auch nichts hören. Schau mal, komm mir irgendetwas sagen, was wir tun müssen. Ich bin lost. Ich bin so lost. Das da schaut auch irgendwie verdächtig aus, das Ding, ne? Kann man da noch Parleisticker in die Augen legen? Nein, kann man nicht. So, schau her, da weiter wie bis daher kann ich nicht gehen. Und egal was ich mache, Nah, I'd rather not wake him up. wir können nicht aufwecken. Birger ist schwach. Nein, mit Sicherheit. Ja, dann darf ich jetzt nicht da sitzen, weil ich schon keine Ahnung wo. Tobi, merci dir. Alles gut. Alles gut. Es ist noch nicht zum Pulsadern aufschneiden. Gibt Momente, da haben wir kurz davor, aber. So. Jetzt brauche ich Hinweise, Kinder. Was ist mit dem Schreinermeister? Was für Schreinermeister? Wenn ich das auch jetzt brauche ich Hilfe. Don't touch that. Weil ein Grund, warum wir das nehmen können, aber. Did you find the key? It's not that easy. I get. So, what will you do? I haven't. Oh, Kim, laber mich nicht voll jetzt da jetzt mal, wenn ich aus Versehen auf den Knopf drücke, bist du ganz dicht. There's a gang. Das Scheiße jetzt You weg da, sure du. that's- Gottverdammter Narrische. Die Spardose mit dem Briefbeschwerer zu deppern. Ich habe alle Items an der Spardose, die wir momentan aktuell haben, habe ich schon ausprobiert. Da passiert nichts. Vielleicht wenn wir an dem Bücherregal nochmal vorbeigehen und X smashen. Vielleicht kann man doch irgendein Item mitnehmen. Vielleicht kann man ihm irgendwas da währenddessen. Ne, kann nichts da. Jetzt müssen wir uns sowieso da drin verstecken, weil gleich wieder runtergehen. Kannst du frei die Puppe benutzen? Gute Frage, ich glaube, das habe ich vorher kurz einmal da. Dann nimmt es aber bloß außer, sagt irgendwas dazu und steckt es dann wieder weg. Kannst du bei den Augen weitergehen? Nein, also ohne mit Item zu interagieren. Ich weiß schon, was man sprengen, das probieren wir gleich. Wenn er sich da wieder verpisst, dann. Leiter kann ich nicht benutzen. Ich war ja für einen Boomstick, den hätte ich auch gern. Ja, den wollten Penner da seine gestungene Unterhosen und Viertelschnallen wegdüdeln. Na, schau her. Ich drück zwar drauf, aber. Und da gibt's sonst auch nichts. Warte mal. Ich gehe sofort wieder haupt. Jetzt müssen wir uns wieder verstecken, weil sonst der andere daherkommt, dann bin ich sowieso gefickt. Jetzt geh doch mal in den Gang mit den Augen. Bleib einfach stehen, bevor die Augen aufgehen. Du meinst dasselbe Prinzip wie in die Gänge vorher. Gehen wir probieren. Die Puppen, ich hab's gerade probiert mit der Puppen, da ist jetzt nichts passiert. Hab ich's gerade probiert mit der Puppen? Ich bleib jetzt einfach mal stehen bei den Augen. Ich glaube, ich habe aber vorher schon da und dann. Ja, Boni kannst du holen. Der spinnt. Aber ich bleib jetzt einfach mal stehen und tu nix. Zack. Ja, sofort klar. So, also du hast da auch kein Zeitfenster oder irgendwas. Du bist sofort, das sind 2 Sekunden vielleicht und der Typ kommt und killt dich. Ist das der Alice Cooper in ganz alt? Ist der Alice Cooper nicht schon komplett ganz alt? Ne, ja. Ich habe jetzt einfach mal schnell alle Items durchdruckt, aber passiert auch nichts. Jetzt kannst du nie mehr der Kopf einer größeren Organisation sein. Jetzt geht mir die Ideen aus. Ich habe keine Ahnung, was wir da sollen. Also null. Einen Schlüssel soll man finden. Tja, Kinder, da werde ich jetzt irgendjemanden um die Komplettlösung schicken müssen. Zumindest was mir grob einen Hinweis. Einfach durchlaufen, geht das? Nein, habe ich schon probiert. Was passiert, wenn du in den Sarg gehst? Wenn ich in den Sarg gehe, dann teleportiert es mich zum anderen Sarg, dass ich eine bestimmte Strecke überspringen kann, dass ich nicht jetzt mit durchgehen muss, die ist ziemlich lästig. Die Schriftrolle im Regal platzieren, wenn er nicht da ist, er scheint was zu suchen. Herr Harlekin?
Ja. Muss ich da vielleicht... Ich kann aber mit der Leiter nicht. Jetzt gehen wir nochmal. Eventuell ein Briefbeschwerer mit dem Hobeltau. Haben wir da nicht auch schon alle Items getestet? Ne. Mit denen Särge da kann ich nicht interagieren. Geht nicht. Aber ein Harlequin, seine Geschichte, die ist bis jetzt am vielversprechendsten. Warte mal. Er scheint was zum Suchen, das ist absolut richtig. Oder haben wir auch schon alles probiert? Ne. Und ich kann... Nicht da durchgehen. Nicht durch... ja, er geht nicht da durch. Jetzt probieren wir mal, wenn er ganz ausgegangen ist. Sagt mir der, wenn ich hinter ihm gehe? Jetzt ist er aber hingelatzt. So, mit der Leiter kann ich auch nicht interagieren. Auf seinen Schreibtisch legen. Probieren wir es. Vielleicht auf seinen großen Schreibtisch. Pass auf, ich gehe mit rein. Jetzt fix, da waren wir wieder zu gierig. Open up! I can't breathe in here! Mit dem Opal kannst du in der Gruft beim Geist was machen, dazu brauchst du aber ein Glas. Aber wo soll ich das Glasl herkriegen? Glasl hat der Fette, aber den magst du nicht aufwecken. Warum nicht? Das macht alles überhaupt keinen Sinn nicht. Nein, da wollte ich nicht hin. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Eragon die Rolle vom Pinken vorlesen lassen. Das ist der Hinweis, den ich... Das ist das Einzige, was wir nicht gemacht haben. Ich bin extra noch zu den pinken Idioten hingegangen und hab mit dem geschmatzt, aber die Items habe ich nicht ausprobiert. Verdammt nochmal. Eragon, mehr mag ich dann schon gar nicht wissen. Schauen wir mal, wie weit dass wir dann kommen. So viel zu mir haben wir kurz vor dem Ende des Shows, da haben wir gleich fertig. Ja genau, wie spät ist denn jetzt schon wieder? Wir müssen wissen, ja gut, geht noch. Geht noch. Geht noch gerade so. Schau mal, ist durchaus möglich, dass es jetzt funktioniert. Achtung. Oder frisst das ja nicht? Tatsächlich. Grob zu lesen bitte, höflich zu lesen bitte. Mach höflich lesen. Excuse me. Merci, Can I Eragon! ask you to read what it says? Persephone, Eragon. What's that you've got there? Ah. Und mit dem Licht, das ist mir vorher schon in die Glasl aufgefallen. Das geben wir jetzt dem Fettsack. Oder was auch immer passiert, keine Ahnung. Scheint offensichtlich von selber dahin zu fliegen. Dann wacht er wahrscheinlich auf. Und wir kriegen das Glasl, das da unten liegt. Ah, jetzt schau her. Das ist bloß die Frage, ob uns die auch frisst oder sechsteilt oder keine Ahnung was. Wenn er 6 Arme hat, wird man dann gesechsteilt? Weiß nicht. I think I'm starting to understand. It's describing a ritual from the Book of the Dead that can transfer a body. It does mean a dead body, but that's probably no biggie. Are you sure? No, but it's a chance. It's hardly the best chance. You're in hell. That That sounds less than comforting. So, what do I need? you'll need dead water and any valuable item. Hobby! But where can I get all of that? Ja, du Pal! Cheer up! You're in the realm of the dead. Okay. Fortschritt! Eragon! Sehr gut gemacht. Good job! Jetzt pass auf. Weil das hätte jetzt wahrscheinlich noch sehr lange gebraucht, bis ich das ausprobiere, bis ich draufgekommen war, dass wir bei ihm die Items noch nicht ausprobiert haben. Sonst haben wir es wirklich überall an jeder Interaktionsfläche ausprobiert. Jetzt bin ich gespannt, was der Fettsack mit uns tut. Bitte nicht essen. Where's that light coming from? There's why I light my bliss. Und nun bin ich zum Ufer gebracht. Dreams, and now I'm lost adrift. Very nice. And in verse, too. Something seems to... I'm missing a soul. One from the Sykes. Perhaps I can help you? I actually had something else in mind.
help finding the missing soul? I like people who know what they want. And I'm very Bin ich die keen on Melone? haggling. Bruder, wer hat denn das übersetzt? Get me the soul and you'll get a Ich sehe, das ist nicht zum ersten Mal. Ja, gib Glasl! Jetzt sind wir beieinander. So, was haben wir mit dem Glasl gleich wieder tun sollen? Irgendjemand hat schon was geschrieben mit dem Glasl. Misa hat was geschrieben. Misa! Schreib das nochmal. Misa wo? Ja, die verlorene Seele ist der Geist natürlich. Jetzt sind wir beieinander. Irgendwas mit dem Opal hat's geheißen. Werden wir schon rausfinden. So, Herr Geist, kommen Sie freiwillig in mein Glasl rein. Das war eine Geschichte, du. Schau mal. Oh, Ha! Ha! Und der... Ja. Brr, brr, und zurück zum Fettsack. Oder warte, vorher stellen wir es noch, da probieren wir es, ob wir es da aufstellen können. Nein, können wir nicht. Ah! Progress, meine Damen. Progress. Haben wir schon. Bord Robot, Glas plus Opal plus Gruft ist gleich Geist. Ob schon. Merci dir. Sehr gut. Sehr gut. Ich empfinde dieses als sehr gut. So, nimm deinen Schund. Was ist das? Girl, don't touch my flint. What if I wanna smoke for a stint? Give it her, I need it to Ja, was life. laberst du für eine Scheiße? Ich hätte jetzt gern... Ich hab doch jetzt den Geist noch. Die Glasdose mit dem bösen Geist. Ja, und jetzt, was soll ich mit dem... Wenn ich bei ihm nicht... Jetzt. Muss ich ein bisschen weggehen. Jetzt. Gefreut er sich schon hin. Ich hab keinen kleinen Finger. Ah, du bist so fett, du siehst einen kleinen Finger nicht. Und dem anderen kleinen Finger schmerzt ich nicht. Schau her, und jetzt hilft er mir. Was gibt er mir jetzt? Schrupfling. Oh, das schaut nach der Münze aus dem... Holzketten, ha? Ich hätte aber gerne die Münze. Was ist jetzt mit der scheiß Holzketten? Nicht nur die Seelen, sondern... I collect all the treasures aside from souls, you know? And Oh, Spieluhr. Was soll mit der Scheiße? Wo haben wir noch? Ja, nimm den Briefbeschwerer auch noch. Gib's mir die Münzen noch. Alles dem Fettsack. I know that paperweight. They Ich bin die klügste Diebin überhaupt. Was kriegen wir dafür? Tu die Münzen jetzt her, weil mit der Teile wissen, was wir da müssen. Scheiß Spieluhr mag ich nicht haben. Was ist jetzt? Du kannst nicht kriegen, was dafür, oder? Warum habe ich das Gefühl, dass wir jetzt sterben, wenn ich die Münzen nehme? where'd you find the Zuerst die Ware, dann nimm. Nimm die Masken. The idol is priceless. It'd be an unfair exchange. Ja, irgendwas mit. Jetzt schmeißen wir die Münzen da unten rein und schauen wir, was aus der Spardosen dann rauskommt oder was auch immer damit passiert. Auf alle Fälle gehen wir schon mal. Ja, geht schon wieder. Gehen wir schon wieder ein bisschen weiter. Mit der Masken kannst du vielleicht an die Augen vorbei. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Aber ein bisschen Majora's Mask Flashbacks. Ah, das war so schwer. Wer hat Majora's Mask als Kind durchgespielt ohne Komplettlösung? Ich nicht. Gib ich freiweg zu. Gib ich freiweg. Oh, schnell vorbei. Eine mit dem Münzbums! Bleib du jetzt ja da oben. Der Schlüssel ist da! Nur halb. Ich weiß nicht mehr, wie weit ich gekommen bin. Der Mond hat mir Angst gemacht. Schau her, Opa, und jetzt Mr. Geppetto, du schluckst jetzt einen Totengräber und dann hauen wir ab da. Nicht? Und dann ein kleiner Holzsoldatenarmee. Thank you, girl. There is some goodness in your heart. Kann ich jetzt den Hobel haben? Den können wir dem anderen vielleicht geben.
Als Tauschobjekt. Spiel gespeichert. Schaut doch mal vernünftig aus. Was haben wir da jetzt? Was ist das gewesen? Der von dem Tischler vergessene Lochmeißel mit dem goldenen Handel. Aha! Golden jetzt, als kann man es dem Fettsack verkaufen. Was gibt's sonst noch da so? Kommen wir noch nicht weiter? Nein, kommen wir nicht weiter. Alter, hab bis heute nicht Ocarina of Time auf der 64er durch. Das ist bitter. Das muss... Ich dachte so krass auf ein Remake hoffen. Was Ocarina of Time betrifft, das wundert mich, dass das Nintendo nicht tut. Das war für mich wahrscheinlich ein Grund, ein Switch 2 zum Kaufen. Auf der Stelle. Das FromSoft-Spiel, das vorgestellt haben, allein klangt wahrscheinlich noch nicht, dass ich mir für 500 € eine Konsole kaufe. Aber wenn es dann noch ein Zelda-Remake geben darf und vielleicht wieder ein bisschen von dem neuen Breath of the Wild und wie das andere heißt, Style wegkommen da ich vielleicht das Überlegen anfangen. So, jetzt pass auf. Jetzt geben wir ihm die Ware. Nimmst du mal das da. Und Spiele kosten dann 90 €. Das ist utopisch. Aber wir können darauf warten, dass das am PC ist. No more. A sample item. Soll die Spieluhr nur heißen? Da haben wir noch so viele Items. Wir können das nehmen, das können wir nicht nehmen. Die Masken können wir nehmen und das da. Ich sag jetzt mal... Also 3 Sachen, wir nehmen jetzt einmal die Masken. Ich meine, das muss ja so aufgebaut sein, dass ich mich nicht aussperren kann. Ich nehme jetzt einmal die Masken und das Buch. Und das ist der 3. Goblin. Der eine hat gehorcht, da haben wir gestorben, wenn wir uns bewegt haben. Währenddessen der Ton spielt. Der andere macht Augen zu, das heißt, währenddessen es finster war, haben wir gestorben. Er tut gar nichts, außer sich vielleicht in seinen Schritt fassen. Ich nehme jetzt einmal die Masken. Kann ich die einfach so aufsetzen? Exchange it back. Fine. Okay, und so kann man sie nicht aussperren. Ich verstehe schon, wenn man die Sachen zurücktauschen kann. Nehmen. Also nicht mehr ihm geben. Jetzt machen wir so. Geben wir ihm einen Hob. Oh. Das Tischlerwerkzeug kann ich ihm nicht geben, oder was? Girl. Das Feuerzeug kann ich nicht nehmen. Das möchte er nicht. Ein kostbarer Halsschmuck. Die Belohnung für eine gefangene Seele. Kann ich... Warte mal. Kann ich das zurücklegen? Oh, I think not. This was a... Okay, das nimmt er nicht. Der Goblin vielleicht für die Säule beim Geist oder die Spieluhr? Das mit der Säule beim Geist ist eine gute Idee. Aber mir kommt der erste Vorschlag, das mit der Masken, kommt mir am sinnvollsten vor. Sag ich freiwillig, wie es ist. Der Bordrobot schreibt es auch gerade nochmal, Ed Birger mit der Maske in den Augenraum. Das war jetzt auch das erste, was ich probiert hätte. Schauen wir mal. Was braucht Nahrung, um zu wachsen? Richtig! Wasser! Was tut denn der eigentlich? Hat man da schon mal wieder was gehört oder ist jetzt endlich gespannt, dass es ein bisschen Futzen halten sollte, der Fettsack? Ja, du kommst mir gerade recht. Schön aufgekrabbelnd. Die Frage ist jetzt, wo setze ich die Masken auf? Da schon oder was? Sie tut's von selber. Easy! Boys and Girls! So, da haben wir Leute nach oben. Sehr gut. Also nur mit der Masken kommen wir da durch. Ich verstehe. Da haben wir eine Schaufel hinten. Was haben wir da? Schauen wir mal. Kann man da was hobeln? Nein, kann man nicht. Da ist ein Leute. Da geht's noch weiter oben. Warum hast du eigentlich eine Maske auf? Ach, das waren noch Zeiten, vermisse ich schon von Zeit zu Zeit. Meinst du einen Träger? Ein bisschen ja, aber am Schluss aus, ich finde, ist er nur noch ausgeschlacht worden. Oh Gott, Zahlenspiele. Wenn es irgendwas gibt, was ich mehr hast, dann Zahlenspiele.
kann ich jetzt da eigentlich... Oh, da haben Symbole drauf. Totenshell, Schmetterling, ein Sonn, ein Mond. Jetzt gehen wir mal so. Kann ich... Ah ja, da kann ich dann nach unten. Ach, Kim. Muss man mal schnell schauen. Das ist irgendeine Art von Reihenfolge, nicht wirklich, oder? 1302, 1700, keine Ahnung was. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Ach, Kimmer, wie groß ist denn die Scheiße? Bist du behindert? So einen Stor habe ich oben schon mal gesehen. Kann man den Scheiß nehmen? Oh Gott, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Wir gehen jetzt einfach mal nach links und rechts und schauen mal, was passiert. Leiter steigen ist nicht mehr. Ich habe wohl den Schlüssel gefunden, aber wofür? Ein riesiger Schlüssel. Gehen wir mal ganz nach links. Da ist irgendein Loch in der Wind. Ne? Fan-Treffen an der Schanze? Nein, über das habe ich nie nachgedacht, ob ich wirklich da mal hinfahre. Jetzt im Nachhinein vielleicht ja, aber bitte lass mir einfach die Leute, die da wohnen, lass mir einfach in Ruhe. Wie wäre das? Aber so ein Stück Internetgeschichte da ich mir schon auch gerne mal anschauen. Also ist es nicht. Sagen wir das einmal da um, aber da sehe ich auch nichts. Lass uns einmal da stehen. Ah nee, die Schanze ist tot und meine Schwester alle. Verdammte Träge. Ja, Zeit ist geworden. Also ganz ehrlich, der wird eh nicht 40 gehen. Sagen wir es, wie es ist. Du brauchst mir nicht erzählen, dass der jetzt irgendwie... Was kann denn ich jetzt da eigentlich tun? Ich kann doch da eigentlich überhaupt nichts tun. How old are you, kiddo? Ha! What's an old? I've made myself super useful. I sawed 300 wooden boards for coffins. Unter der letzten Zahl stehen nur 2 Gefäße. Ist das immer so? Nein, das ist nicht immer so. Aber ich kann da auch nichts tun, so. Weißt du schon? Ich kann nicht Do you interagieren. want me Gar to nichts. set you free? That's not an option, madam. I must serve. I must have what is my purpose. So, also ich habe keine Ahnung, was wir da herin sollen. Wir haben jetzt einen fetten Schlüssel gefunden. Für was kann man den brauchen? Ich habe nirgendwo ein Schlüsselloch gesehen. Ich finde es krass, wie das alles verloren hat. Freunde, Haus, Hof, Fort Blue. Unten ein Blue. Das war ja nicht seiner. Halt, stopp! Ja, der hat sich systematisch kaputt gemacht. Also man muss einfach mal jetzt das, ohne dass ich das irgendwie base meine. Ja, es gibt jetzt immer, man macht sich da natürlich drüber lustig, weil so wie er ins Internet hineinruft, so schallt es heraus, das hat er einfach nicht verstanden. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt, der Typ ist einfach dumm. Also das ist nicht irgendwie lustig base oder sonst was gemeint, sondern der ist einfach dumm wie Brot. Der Typ, ich bin schon sozial ziemlich kaputt. Ziemlich. Aber der hat überhaupt kein Verständnis von Empathie oder sonst irgendwas. Und das hat ihn nun mal zwangsläufig dahin gebracht, wo... Ah! Ich kann doch nicht ewig stehen bleiben! Schlüssel in Schädel. Guter Punkt. Schauen wir, ob wir vorbeikommen. Schaffen wir. Guter Punkt. Bin unterwegs, Kinder. Und wir dürfen in den Augen nicht stehen bleiben, bloß weil wir die Masken aufhaben. Sondern wir können zumindest durchgehen. Passt schon. Mit Maske öffnen sich die Augen langsam. Ja, ich hab gerade noch zugeschaut, wenn wir reingegangen sind. Es geht aber langsam. Dann haben wir genug Zeit da. Vielleicht haben wir dann auch eventuell genug Zeit da drin, irgendwas zum Tor. Weißt du schon? Mal gucken. Schauen wir mal. Jetzt probieren wir jetzt mit da umeinander. Gut, ob mir das jetzt gefällt, wenn die rot leuchten, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das werden wir herausfinden. So, gehen wir nochmal oben. Und wenn es gegangen, mittlerweile darf man seinen Namen ja sagen, ohne dass man sich eventuell eine riesengroße Heiderschaft an den Hals ruft, weil da habe ich keinen Bock drauf. Um einen Drachenlord einfach. Mittlerweile gibt es ihn ja nicht mehr. So, kann das sein, dass jetzt da die Lichter aus den Löchern ein bisschen rot ausstrahlen? Ich weiß nicht. Hier bei dem großen Raum mit den Vasen, ganz unten das kleine Loch links in der Wand mit der Puppe agieren. Fragezeichen, hast du nachgeschaut?
Resi, du hast da nachgeschaut, was da. Da werde ich aber wahrscheinlich die Laterne mit dran müssen. Ja, ganz anders gar nicht. Ja, ich hab vorher schon so seine Vermutung gehabt, dass man mit denen. Probieren wir doch alles mal das rechte Loch, weil vielleicht geht das rechte Loch auch. That's what she said. Ja! Nein, da geht nix. Und ja, Vasen sind sie ja nicht. Das, wenn wir da in einem Friedhof und beim Totengräber sind, Aha, je nachdem, wo ich die hintrage, fangen die Dinger da oben zum Leuchten an. Das ist interessant. Das ist interessant. Okay. Nein, aber jetzt tragen wir die Laterne mal noch da hin, wo die Dinger zum Leuchten angefangen haben und dann gehen wir mal da auf und schauen wir noch, was los ist. Ja, das scheint mir doch die richtige Position zu sein. Dann rein mit dem Ding. Im letzten Set fehlt der Schmetterling. Spring da, was ich jetzt nicht los meinst. Jetzt kann ich mit den Dinger interagieren. Lass mich auch. Bierman, wie du schaust in dem Stream zu, so ein speist einfach Halo. Was ist denn das eigentlich? I was made to make people happy. You were made to make me happy. Heartfelt Conversations. Offensichtlich, wenn wir 5 mit der Scheiß... Jetzt schauen wir einfach mal da rein und schauen, was passiert. Die Urne auf ihren Platz stellen. Die Urne brechen. Ja, was weiß denn ich, wo die... Was? Sieht da irgendjemand ein Muster aus? Es gibt 4 verschiedene Urnen. Es sind halt einfach Jahreszahlen aufsteigend. 1396, 1417, 1679, 1612, 1486, 15, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16. Ich check überhaupt nichts. Was... Vielleicht brauchst du dazu das Buch bei dem Dicken. Ja, aber dann komme ich nicht mehr daher, weil dafür muss ich die Masken abgeben. Und dann komme ich nicht mehr durch den Gang mit den Masken durch. Eventuell kann man den Gang mit den Masken brechen, dass er ganz weg ist, dann kann ich das Item weg tun. Ich mag jetzt trotzdem einmal schnell schauen, was passiert, wenn wir die Urne kaputt machen. Schauen wir einfach mal. Okay. Oder du kannst das Buch einfach nur anschauen und dann wieder tauschen. Screenshot-Time sprengen, Screenshot-Time. Die haben wir jetzt. Und währenddessen wir mir durch die Augen durchgingen, gehen wir mal ein paar Items probieren. Upsi pupsi. War schon so. Nichts passiert. Können wir mit da irgendwas tun? Nö. Verpissen wir uns. Ja. Schauen wir uns mal das Bierchen an. Ich kann schon wieder so ein Ding sein, wo du das dann einfach über die Strecke merken musst, dann bist du wieder da unten, bist du wieder alles vergessen. Aber für was gibt's Screenshots? Fast wie cheaten, aber nur fast. Da müssen wir rein. Rein in den Sarg, auf teleportieren. Ist doch noch ganz schön lang. Die steht, okay? Kriminalfeier, du. Danke, Fick! Mir ist wie 8 Monate. Das glaube ich dir gerne. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Es ist halt schon geil. Es ist schon krass, was dieser Typ, obwohl er nichts zerrissen hat, obwohl er ist wirklich dumm wie Scheiße, der Typ.
Was der für... Jeder kennt diese Memes, der sich 5 Sekunden damit befasst hat. So, Maske wieder rein. Und wir nehmen mal das Bierchen. Schauen wir uns das einmal an. Ein Notizblock mit der unheimlichen Sonne auf der Decke. Kann aber nichts machen. Ich verstehe wirklich auch bis heute nicht, wie der einen Führerschein geschafft hat. Aber du hast ja noch den Hobel. Was soll ich mit dem Hobel? Eine Meme-Produktionsmaschine, das ist richtig. Was ist dein Lieblingsland? Barcelona. Ja, ja. Abgesehen davon fahre ich gar kein Motorrad. Hast doch den Hinweis Sonne. Den Hobel geben. Das habe ich schon probiert. Den Hobel will er nicht. Schau hin. Den will er nicht haben. Wir haben ja immer nur diesen Halsschmuck. Das hilft meist ein Scheißdreck. Zurückwechseln. Können wir mit das da auch nehmen? Tatsächlich können wir das auch nehmen. Das probieren wir jetzt noch schnell und ob wir das auf das Protestteil da stellen können. Mit dem Buch, und wir gehen mit dem Buch wieder zum Pinken. Ein Board Robot, das hat vorher schon funktioniert und das probieren wir nochmal. Aber da, schau hier, da sitzen die 2 Goblins dort. Und jetzt haben wir den dritten, vielleicht können wir den auf das Protestteil aufstellen. Tust du so? Kauf dir mal einen Nikon, die ist besser. Hätt's mich fast zerrissen. Die absolute Pro-Gamerin! Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Oh! Jetzt ist die Bude nach da unten auf. Das ist eventuell ein Geheimgang zum... Na. So damn dark in here. So damn dark in here! Na, da ist. Philipp! Abtritt! Bin aber wieder wach! Ich bin auch wieder wach. Wie, Alter? Das ist viel und nein, was ist mit dir? Wo Locust? Locust! Brokeback! Wo haben die Locust? Meine Damen und Herren, habt ihr heute schon auf den Locust-Button gesmashed? Meine Damen und Herren, bitte smashen Sie einmal auf den Locust-Button. Danke, nö, danke, nö. Philipp, der Flogger, mehr als dir. Kuss auf die Nuss. Was haben wir da? An ancient fireplace. Must be for some kind of ritual. Fralle, zünd mir der Video. Der Götze wegmachen. Als Brennholz verwenden. Wohl, nein, ich mag den gar nicht anzünden. Alter, was denn heute nur Lord-Memes? Haut's raus! Weißt du, was ich aber grob fahrlässig finde? Was ich sehr schwach finde und was vor Anfang an klar war, und das habe ich vor 3 Jahren schon gesagt. Dass der heilige Ofenkäse genau das heuchelnde Opfer ist, das er ist. Ja, wir hören ja sofort auf, wenn der Lord aus dem Internet verschwindet. Aber natürlich hören wir auf und dann, das ist ja kein Gehate, das ist ja nicht Ja genau, und wenn er weg ist, dann suchen wir uns jemand anderen. Das ist so erbärmlich, dass es wirklich lächerlich ist. Der Götze wegmachen! Ich weiß jetzt auch nicht, 182 links. An ancient fire... Oder zieht man an? Oh shit. So wie. Was? Von dem, der was den Kuchen immer Gondent futtert. Was? Von dem, der was den Kuchen immer Gondent futtert? Ich schaue einen Ofenkäse schon lange nicht mehr. Also es ist komplett weggedruckt alles. Das ist unerträgliche Heuchelei-Scheiße ist. An ancient fireplace. Jetzt liegt der Homie im Kamin drin, was hilft mir das? Ja, und das meine ich weder besser noch irgendwas absolut Erbärmliches, es ist arm, es ist das. Er hat einfach nur gelungen die ganze Zeit, der Typ verdient sich dumm und dämlich an der Behinderung von anderen. Ja, dann soll ich das wenigstens zugeben. Das war alles. Dann darf ich nichts sagen. So, ja, geil, dann fahr rein. Fahr voll rein. Der Dicke hat doch ein Feuerzeug für sein Pip. Sprengen und aufpassen. Brauchst du ein Feuerzeug? Hat der Typ nicht eins? Ja, oder? Aber wie kriegen wir das? Das braucht er, wenn er spontan noch nicht rauchen möchte. Weiß ich nicht, soll das wieder Lauerfeuer anziehen? Ich weiß es nicht. Mal schauen wir noch mal weiter, ob es da noch mehr gibt. Birger zirkt Agro auf sich. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also ohne wen dann... Was sei denn dann? Also jetzt können wir das Ding eigentlich wieder mitnehmen, gell? Das nehmen wir jetzt mit. Aber ist der Bums da wieder zu. So. Jetzt gibt's eigentlich nicht mehr recht viel. Jetzt gehen wir mit dem Buch einmal zu dem Fleischklops. Schauen wir, was der sagt. Ist nicht oben gerade ein Ladeaufgang?
nach unten ist, wenn ich die Götze da aufstehe, dann geht die Treppen nach unten auf. Und das musst du jetzt so zusammen. Nein, nicht. Du das wieder zurückwechseln. Ja. Und jetzt nehmen wir uns. Können wir eigentlich die Uhr nehmen? Das ist den wunderbaren Laden. Entschuldigung, ich kann nicht. You hear that glorious sound? Das hat auch irgendeine Bedeutung, ob die Musik an ist oder nicht. Jetzt nehmen wir mal das Bierchen und geben es dem kleinen Fleischknädel. Sagt's. Ich glaube, es liegt sich keiner mit dem Chef an, der auch ein Kruzifix hängt. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich meine, das sind ein bisschen mehr wie mir. Die da auf diesen Hate-Train, sag ich jetzt einmal, aufspringen daten. Aber ich glaube jetzt einfach mal, ich verhalte mich auch nicht so geistig behindert wie die Leute, auf die er losgeht. Take a look at this little something I traded with the merchant. Wahrscheinlich. Well, well, well. What have you got there? Staudi, du hast absolut recht, die Lade ist oft, da haben wir die Schriftrolle ausgezogen vorher. That's all. Die haben wir schon gecheckt. What's the sun doing on the cover? Schauen wir mal, was er sagt. That's nothing of note here. Just a load of names and numbers. One date is written in a blood. Mitschreiben! 1524, los! 1524. Mit Blut! 1524 mit Blut! 1524 mit Blut. Also wir müssen uns bloß eine Nummer merken. Okay, 1524. Gibt's mit Sicherheit, aber dann haben wir da diese 3 Urnen und da hauen wir die Sonnendings zusammen. So wird das! Das ist eine gute Idee. This is a very nice idea, my friends. Das Allergeilste war immer, ich kann auch nicht richtig Englisch sprechen. Ich habe einfach auch keine Übung. Woher das denn her? Ein bisschen Übung habe ich gehabt, eine Zeit lang, wie ich Eve gespielt habe, aber sonst kannst du vergessen. Jetzt brauchen wir die Masken wieder. Aber so geil. Wie war das mit dem Igel? Der Igel cries. Heißt, der Igel kreist. Stimmt, da hat er sich irgendwelche Metal-Songs angehört, glaube ich. Und dann ist The Eagle cries! Und keine Ahnung, was soll ich sehen. Und dann singt er irgendwie so geil schlecht mit. Oder ich muss mich anstrengen, dass ich so dermaßen offbeat irgendwo dazu singe, wie es er jetzt mal gemacht hat. Und dann singt er irgendwas mit The Eagle cries und dann möchte er seine Zuschauer so geil aufklären und so und verzeiht dann irgendeinen Scheiß von wegen der Igel kreist um irgendwas rundum. Ich bin doch, Alter, halt doch einfach dein Maul. Ich würde es lustig finden, wenn es absichtlich... Vielleicht haben wir mit Masken, ja. Wenn es absichtlich war, dann war es ein guter Witz, aber er meint ja das wirklich. Es ist so geil. Und diese permanente Lügerei und so, das ist so krass gewesen bei dem. Der hat es selber schon gar nicht mehr gewusst. Er ist sogar mir rausgerutscht. Oh Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich euch angelogen habe. 1524! Ich hab's selber merken können. Fast eingeschissen bei dem Clip. Da gibt's mehrere ein paar Szenen. Es ist so gut einfach. Da musst du einfach jetzt gar nicht ernst meinen. Aber wenn's dann mehrere verfolgst, merkst du, nein, der ist so. Der ist einfach nicht so schlau. Er ist einfach nicht so schlau, kurz vor richtig dumm. Und das hat ihn halt nun mal dahin gebracht, wo er hingekommen ist. Und er hat dann auch nicht verstanden, warum die Sachen passieren, die passieren. Das hat er einfach nicht verstanden. Wenn ich jeden Tag 10 Leute vor meiner Haustür habe, dann muss ich halt aufhören mit dem, was ich tue. Was tut er, der Trottel? Geht aus und schreit Leute an. Wenn ich meine Nachbarskatze nicht alle 5 Minuten da habe, dann fuhr er das nicht. Ja. So, jetzt pass auf. Die Sonne muss weg. Die Sonne muss weg. Die Urne brechen. Raus jetzt da. Sprenge das, wenn ich hier. Gibt's hier eine Knackfotze, dass du sagst. Gustavo! Das ist wieder ein wertvolles Objekt, glaube ich. Oder? Oh, haben wir was ausgezogen. Was haben wir jetzt da gekriegt? Ein Schlüssel, der in der Urne gefunden wurde. Der haben wir mit dem jetzt. Schauen wir, ob wir so einen Fettsack. Loot ist immer gut. Der Steuer, Loot ist immer gut. Staudi! März für 21 Monate. Was ist die Kleine mit Maske? Herausforderung beim Handbahn. Eine Herausforderung beim Handbahn zerfahren.
10 Leute, die einen IQ von der Zimmertemperatur haben. Dem Werkstatt-Heinzi geben. Der Werkstatt-Heinzi, der ist schon fort. Den haben wir ja befreit. Jetzt müssen wir da wieder irgendwie durchkommen, ohne dass wir auf der anderen Seite. Das tut leid vor deinem Haus nicht anschreien. Ja, aber. Wenn dann nur, weil sie es wollen. Ich geh jetzt da einfach durch, wird schon passen, oder? Wenn sie nicht ewig braucht, alles. Nochmal ein Schädel. Meinst ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was wir da sollen. Um ganz ehrlich zu sein. Schlüssel. Da können wir nichts mehr brauchen. Der Dieringer schreibt Moin. Moin habe diesen. Schlüssel ins zweite Auge. Der Schlüssel ist nicht in seine Augen. Der Schlüssel ist im Nasenloch drin. Ansonsten würde ich deine Vermutung teilen. Aber ich bringe jetzt den Schlüssel einmal zum Fettsack. Schau mal, was vielleicht möchte der Fettsack. Keine Ahnung. Wenn ich öffentlich im Internet bin, gebe ich doch nicht meine Adresse. Herr Ries, das ist richtig. Also, du gehst da nicht her und drohst die Leute, traut euch, kommt zu mir. Das war aber nicht der ursprüngliche Grund, warum er die ganze Zeit jahrelang Leute vor seiner Haustür gehabt hat. Das war einfach nicht der Grund. Sabine! Servus, hab's einmal wieder geschafft, hab's gerade noch ohne Navi zusammengebracht. Wer braucht schon Navi? Außer der Link in Ocarina of Time. Sabine! Kuss auf die Nuss, danke dir. So, willst du den Schlüssel haben? No way. Look, Ja, das brauchen wir selber. Exchange it back? Wie in Fluch der Karibik. Schlüssel sperren Sachen auf. Aber was bringt uns der Schlüssel, der Sachen aufsperrt, wenn wir nichts haben, das den Schlüssel auf... Was der Schlüssel aufsperrt? Ja, ist genau so ist es gerade. Wo können wir den scheiß Schlüssel jetzt einstecken? Was brauchen wir denn da dazu? Brauchen wir Masken? Oder müssen wir oben? Damit brauchen wir das scheiß Feuerzeug da. Oh, fine. Take the flint, but don't waste your time. And bring it back with... yep, clear as day, thank. Wieso kann ich denn jetzt das Feuerzeug auf einmal nehmen? Weil wir nicht gescheit zugehört, kann das sein? Dann brauchen wir jetzt noch die Götze dazu, dann können wir da unten den Hobby anlierdeln. Keine Ahnung. Oh, schon mal, Hobby anlierdeln, Alter! Ein Hobby einlierdeln. Lierdeln mal in den Hobby rein. Ich liebe unseren Dialekt, der ist einfach so wunderschön. Er ist einfach wunderschön. Was mal so macht. Jetzt machen wir diesen hier. Dann kennt man mal den Pups, oder? Und das hätte man ein bisschen schöner darstellen können, dass die Treppen da aufgeht. Das hätte ich vorher fast nicht gesehen. Da ist stockfinster da. Stockfinster ist da. Pumps kaputt. So damn. Ja, dann machen wir Feuer. Los geht's. Nothing. I probably need to burn something special. Ja, kleine liebe Götze, ich hab jetzt einen als Brennholz. Jetzt freilich zehnt man noch, was sagt man sonst? Wer ist für O-Zehnten? Ich bin für O-Lierl. Zehnten, das ist was Besonderes. There's no getting around this without sacrifices. But I tried. Sorry, little one, but you need to serve a great purpose. I'm so happy that I could help. It's what I always dreamed of. Sorry, but I don't make the rules around here. Verdammte Scheiße. Ja, super, das hätte ich vorher auch gesehen. Looks like a keyhole. What is my purpose? This is your purpose. Oh Gott, was ist denn diese für... Ja, nimm mal gleich, bevor es vorbeifährt. Das nehmen wir. Was tust du jetzt mit dem Scheiß wieder? Was ist das? Ein Fläschchen mit Totemwasser. Haben wir das nicht gebraucht zum Abhauen? Haben wir nicht? Haben wir noch mehr mal? Irgendwas hat der andere gelabert, wo da geht ein Tier auf, wir brauchen ein totes Wasser und noch irgendwas. Das müssen wir noch mit dem Fleischklops labern. Der Fleischklops weiß da mal nicht mehr. Da unten, glaube ich, haben wir unseren Sinn und Zweck erfüllt. Nehmen wir das mal mit.
Was wohl geht doch der Dicke, oder? Wollte das der Fette? Aber hat nicht der Fleischklops irgendwas gelabert, dass wir 2 Dinge brauchen, um abzumachen, auch mit ihm da? Warte mal, labert man nochmal? Will you take me? That depends on how you be. Okay. I've got everything. Attention! Now for a super game! Give me the dead water and wear the necklace during the ritual. While you were away, I found a suitable place for the ritual and got everything prepared. See that crypt with the gargoyles at the entrance? Meet me there. Nehmen wir ja mit oder nicht? Wieder schon sagen. Will you take me? I haven't decided yet. Wann entscheide ich mich denn da? Dann. Eines Tages. What is my purpose? You pass the butter. Oh my god. Stadi, absolut richtig. Jetzt passen wir Obacht. Jetzt reden wir mal nochmal mit ihm. Sorry, but I can't let you smoke. I feel the heat from there. So you burned the crypt to the ground, my dear. Kann ich das nochmal nehmen? Na, das Feuerzeug gehen wir wieder zurück. Brauchen wir die Götze noch? Nein. Exchange. So, aber was wir brauchen, ist auf alle Fälle die Maske, damit wir eventuell... Ich nehme mal die Masken mit, ist scheißegal. Mhm. Und dann treffen wir uns bei den Gargoyles. Hätte ich gesagt gehabt. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt gehabt. Was raucht denn der für einen Tabak? Ich glaube, kleine Kinder. Oh. Glaubst du aber selber nicht, dass ich mir jetzt da in den Sarg einlege und... Oh, Ingrid! Ingrid! Finally! I'm ready. Start the ritual. Let's do this! There's just one thing you should know, but I don't think it'll faze you. You see that coffin? It's for you. It'll serve as a teleporter. You scared? As if. Let's do this! I hope I didn't get anything mixed up. Barokazat bau, haman syarak barah, kandal sawo koko, ingrid tamu tabil, parash pandal lavo. Labo, 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 labo! Barokazat bau, Barokara, casa, cara, bubu, 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 bubu. ingrid tamu tabil, parash pandal lavo. Was ist denn mit dem? Der kann nicht einfach da mit seiner Schaufel eine Schaufel... Jetzt hat er mich geschaufelt und dann nachgekratzt, oder was? Steffi, wir brauchen den Gnom auf dem Merch. Und einen Totengräber, der übrig... Kapitel 12, der Fluss. Okay, also wir haben ihn nicht... Okay, wir haben ihn nicht tot. Wir haben unser Telefon davor teleportiert. Steffi, danke. Jetzt kann ich irgendwas tun, ne? Bin jetzt beim Devil himself. Der Merch wird dieses Jahr ein Zirkuszelt, damit die Fläche reicht. Ja, das gefällt. Es kommt ja sowieso nie alles drauf. Das geht ja sowieso nie. I just got back from your little world. I was checking how the weather is over there. It's pretty warm. I guess now would be a good time to go back. I've been watching you this whole time. Achievement gekriegt. Classic There's hast du enough einfach. darkness within you, but there's a hint of light too. As you see, you couldn't manage to atone for your sins. In that case, I'd better stay here and not torment my mom anymore. You're an ordinary kid.
the dark powers within you are fighting with even darker powers. I was such a brat. I was allowed anything I wanted, but I didn't appreciate that. You realize the error of your ways, so I'll help you. With my blessing, you'll be able to go through the waterfall. If you behave badly, then drop by and we will play a game. Thanks for your help, Malik. I wouldn't have managed alone. Alrighty then, I'm off. It's lunchtime. Oder Bomben gemacht. Ich hab's genau gesehen. Wieso kein Gummifacke? Nur Pro-Gamer machen Gummifacke, ich hab auch keinen. Gummifacke, beste Leben. Ich hab schon lange kein Gummifacke mehr gemacht. Ah, ich erinnere mich, da waren wir mal. Ein wunderschöner Schmetterling. In Orange und Blau und Grün und Lila und überhaupt. Er ist so wunderschön. Haben wir mich nicht in der Locke da versungen? Springen wir einfach drüber. Nicht vom Beckenrand springen. Ah, schau hier. Und wie bei jedem Teil, den wir fertig spielen, kann ich nichts anderes sagen, außer es sind wunderschöne, mit Liebe gemachte Spiele von einem ganz kleinen Entwicklerteam. Die haben immer amüsant, die haben immer schön zum Spielen. Manchmal haben ein paar ein bisschen unzusammenhängende Rätsel drin, wie jetzt zum Beispiel, warum muss ich die Rollen dem Knautschkopf zeigen? Ich weiß es nicht. Wie sollst du da draufkommen? Das ist so ein bisschen so ein Renn umeinander und probier random irgendeinen Scheiß aus. Gehört aber auch dazu, das war früher auch schon so, aber ansonsten ganz gravierende Abzüge gibt es in der deutschen Übersetzung. Das verstehe ich nicht ganz, wie 2000, wann ist das? Ich glaube 2024, wie 2024 noch passieren kann, dass das so übersetzt wird. Also weder der Google-Übersetzer noch irgendeine KI noch sonst irgendwas übersetzt so schlecht ins Deutsche. Das ist ja utopisch gewesen. Aber ansonsten genauso gut wie die anderen. Da ich jetzt einmal pauschal sagen. Das Einzige, was mir ein bisschen abgegangen ist, ich habe die ersten 2 Teile irgendwie ein bisschen finsterner empfunden. Soll heißen, da waren am Schluss dann immer so krasse Sachen wie, da wo du dann gesehen hast, wie viele Kinder das die schon umgebracht hat und dann im Nebenraum ewig die Kinder hängen und so ein Schmarrn. Das war da auch ein bisschen, aber nicht ganz so krass, jetzt vor allem da am Schluss, so bei der Auflösung, das ist mir ein bisschen abgegangen. Ansonsten kann ich die 3 Spiele jedem nur empfehlen. Machen unbändig Spaß, kosten nicht viel und so kleine Entwickler, die da sehr viel Liebe einstecken, die freuen sich über jeden Verkauf von dem Spiel. Ich werde nicht gesponsert, das ist ganz furchtbar wichtig. Made with F-Mod Studio by Firelight Technologies. Ich meine, die werden sie da wahrscheinlich in, was Unity oder Unreal? Was jetzt nicht mehr ist, scheißegal, die werden sich da halt die Game Engine zusammenbaut haben, dass sie bloß noch die Battle zeichnen müssen und sie dann ihren Spiel einfach zusammenklicken. Meine Bewertung 7 von 10. Ja, ich würde sagen, für das Genre, das eigentlich fast nicht mehr existiert, da ich sogar 8 von 10 hergeben. Die deutsche Übersetzung ist schon gescheit grausam und ein paar Rätsel sind sehr, haben einfach keinen roten Faden, nicht, wenn man so möchte. Und die Vorgänger, muss ich sagen, habe ich ein bisschen einen Tacken besser in Erinnerung. Aber im Großen und Ganzen war es ein Tip-Top-Spiel. Und ja, es gibt einen 4. Teil und den spielen wir auch irgendwann. Aber nicht direkt jetzt drauf gefolgt auf den. Wir haben jetzt lang nur für den da braucht. Das wird auch in Scum VM laufen. Ja, natürlich da jetzt da laufen. Richtig. Und ja, es gibt nur einen Teil, es gibt nur einen 4., der heißt Another Place, glaube ich. Das heißt nicht direkt Creepy Tales 4, sondern einfach nur Creepy Tales und dann Another Place. Das ist das Neueste. Das werden wir auch noch spielen, allerdings nicht direkt nächste Woche. Ich bin sogar der Meinung, dass mittlerweile wieder ein bisschen eine Abwechslung herkommt. Wir haben es so lang. Jetzt machen wir erstmal einen Ausgang. Weil gerade einige von euch schreiben, und jetzt Kommandos! Kommandos habe ich leider gerade aktuell nicht installiert. Warum?
Ich habe meinen PC formatiert übers Wochenende. Und bin immer noch teilweise am Einrichten. Jetzt läuft er erstmal wieder, wie es geht. Ich habe an alles gedacht, nur leider Gottes natürlich nicht an den Game Pass, an die Xbox-Scheiße und an Commandos Oberlohn. Darum darf das jetzt halt gerade gar nicht gehen. Weiß jemand zufällig, ob der Xbox Game Launcher, bla bla bla, am PC sowas hat wie Steam, wird Steam Cloud, das deine Speicherstände synkt? Weiß das jemand zufällig? Ich weiß nämlich nicht. Nein, weiß ich nicht. Ja, dann schau her, dann werde ich es herausfinden. Formatieren ohne Backup. Spinnst du? Ich kann heute nur ein Rollback zu meiner WinXP-Installation von 2006 zurückspulen. Ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe natürlich eine Backup-Festplatten, wo meine wichtigen Daten drauf sind. Ja, die haben natürlich gesaved und gebackupt. Aber nicht so Sachen, ich habe zum Beispiel die Einstellungen in OBS habe ich einfach vergessen, sage ich freiwillig, was ist, und dem Stream Deck auch. Ja, habe ich mir einfach mein Learn it the hard way. Und ich werde es beim nächsten Mal wieder lernen müssen, ich kenne mich ja. Aber ja, wenn es mal fertig eingerichtet ist, dann werde ich die Sachen exportieren und auf irgendeine Cloud backeln zumindest. Das sind ja bloß ein paar Config-Dateien, das ist ja nicht schlimm. Die Systemplatte wird gespiegelt und archiviert. Mache ich nicht sowas. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin eigentlich nach 2 Jahren ganz froh, mal wieder formatiert zu haben, was sich da über die Jahre Scheiße angesammelt hat. Vor allem, was ich für kleine Programme installiert habe, wie letztes Jahr, wie vor einem Jahr mit Unreal beschäftigt war, da habe ich so viel Schrott installiert und so viel Dreck, da habe ich mir gedacht, weißt du was, weg damit. Mach ganz, nein, mach ganz und so weiter. Wieso hast du ihn formatiert? Ja, von hinten hast du letzte Woche irgendwas mitgekriegt. Hast du am Montag da. Ich wurde gehackt. Und da ich bis zu einem gewissen erstmal in Panik verfallen bin, sage ich freiwillig, wie es ist, habe ich mir erst einmal überlegt, so, ja, kannst vergessen, oder? Wird sofort formatiert auf der Stelle, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Zeig deine Daten aber formatiert, mach platt, jetzt habe ich Windows 11 drauf, anstatt Windows 10, habe ein bisschen ein Flashback. Kennt das jemand, wenn du früher dein PC formatiert hast oder ein neuer PC gekriegt hast und dann ein aktuelleres Betriebssystem benutzt hast, wie zum Beispiel von Windows SIM auf Windows oder von Windows XP auf Windows SIM oder von Windows 98 oder 2000 oder irgendein Scheiß auf XP. Kennt das Feeling noch jemand? Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gehabt. Sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Na, Montag war ich nicht da, leider. Ja, in kurz, ich wurde gehackt. Ich bin mir relativ, ich weiß natürlich nicht hundertprozentig sicher, ich bin kein Hacker und kein Professor nicht, aber wahrscheinlich wurde Session-Hijacking irgendwie betrieben, darum ist mein Facebook-Account ist weg, mein Instagram-Account ist weg. Habe einen Anwalt beauftragt, der mir das wieder zurückholt, weil es keinerlei Möglichkeit gibt, Facebook irgendwie zu kontaktieren. Kannst du vergessen, ihr braucht ja gar nicht anfangen jetzt zum Suchen, irgendwas, Bürger, hast du das schon gesehen? Ich glaube, ich kann 99,9% damit beantworten, ja, habe ich gesehen und es funktioniert nicht. Facebook wird erst gängig, wenn du dir einen Anwalt schickst. Das hilft nicht, das kostet ein wenig was, es bringt jetzt keinen um, aber ist natürlich unangenehm. Dann, was extrem unangenehm gewesen wäre, so knapp, der Typ war auch in meinem Google-Account und wenn er da reingekommen wäre, dann hätten wir uns nie wieder gesehen. Glück gehabt. Und in meinem Steam-Account war er auch. Und durch den Steam-Account bin ich erst dann irgendwann draufgekommen, Moment mal, das muss fast Session-Hijacking gewesen sein. Natürlich habe ich einen Steam-Guard installiert und solche Geschichten. Er nimmt aber meine aktive Login-Session von meinem Steam-Account. Da geht er rein. Und was ist das Erste, was passiert, wenn dein Steam-Account gehackt wird? Dein Inventar wird ausgeladen, weil das ein Geld wert ist. Also du kannst nicht Spiele verkaufen oder sonst irgendwas löschen oder sonst irgendeinen Scheiß, das geht nicht. Aber du kannst dein Inventar, also Counter-Strike-Kisten und so einen Scheiß, habe ich auch pfundweise seit Jahren umeinander liegen, kannst du alles am anderen Account transferieren. Das hat er nicht gemacht. Was er stattdessen gemacht hat, ist, ich habe einen Haufen Steam-Punkte gekriegt, wie ich meine Rezensionen geschrieben habe und den ganzen Scheiß. Über 500.000. Und die hat er einen bestimmten Account überwiesen. Und Steam ist der beste Support auf diesem Planeten, den ich habe ein Ticket geschrieben. Hey, das ist der Account, das ist der Screenshot, den man das überwiesen hat, also diesen Community-Preis. Und das innerhalb von einer Minute 352 Mal, bis alle meine Steam-Punkte weg sind. Dann bin ich darauf aufmerksam worden durch eine E-Mail, durch 354 E-Mails. Der sitzt in meinem Steam-Account, der Hurensohn. Geh eine, angemeldete Geräte, säg den, ausgeworfen, Steam geschrieben, das ist nicht rechtens. Sofort das Passwort geändert natürlich, das ist eh klar.
Und ab dem Punkt kommt er nicht mehr rein. Also der hat keine Passwörter von mir, nichts, er hat nur die aktiven Sessions. Tobi, was da los? Zu solch später Stunde? Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Tobi. Wer nicht mitmacht, ist eine Kackfrisur. Das weiß ja jeder da hören. Kuss auf die Nuss, merci dir, danke für die Mitgliedschaft und welcome to the squad. So, so viel mal kurz erklärt. Deswegen habe ich die letzten Wochen nicht schon gelangt mit lauter Scheiße nur von alle Richtungen. Ist das auch noch dazugekommen und. So, darum habe ich neu installiert. Ich muss auch einen Haufen Scheißdreck für die Arbeit machen und so weiter, deswegen, Kommandos habe ich noch nicht, aber klar. Deswegen heißt es im Stream heute übrigens auch Finale plus Schmerz, weil ich mir fast sicher war, dass wir früher fertig werden. Und darum sitzen wir uns heute mal in Ruhe her. Ich bin sehr, unterhalte mich gern. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, was diese Hacker-Geschichte betrifft, fragt's mich. Wenn es euch nicht interessiert, dann reden wir über was anderes. Hab gerade nachgeschaut, mein Steam-Inventar ist $10,66 wert. Spart euch die Mühe, danke. Also meine Pro-Tipps. Pro-Tipps sind's klar. Aber du lernst erst, wie wichtig dir ein Account ist, wenn er weg ist. Auch ich. Ich habe auf Facebook immer geschissen, es ist der einzige Account, wo ich kein Two-Factor-Authenticator drin habe. Der ist weg. Der hätte mir aber auch nichts geholfen. Abgesehen davon. Meta ist einfach scheiße, was das betrifft, um zu erkennen, ob da fremde Leute in dem Konto sind. Das ist einfach alles. Nicht an die Herdplatte fassen, sagte der Junge mit dem verbrannten Phone. Mr. WPFIA! Jetzt become a member. Welcome to the squad. Wie soll man die nennen? Werner beim Fappen einst Abendmahl. Keine Ahnung. Mr. Wibble! Ich sage einfach Mr. Wibble. Mr. Wibble, Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich der Wibble. Wissen, schreibt's mir wurscht. Jetzt hat Schluss mit der Rumdonnerei zu solch später Stunde. Achat! Hey Bürger, du geile Sau! Wenigstens einer kennt's. Wenigstens einer kennt's. Ah? Magst du mich abschlecken? Treffen wir uns. Ich will noch 10 am Stoppplatz fahren. Machen wir ein spontanes Fan-Treffen beim Rathaus. Der Koks freut sich. Wer ist der Koks? Das ist übrigens der Bürgermeister. Ja, der hat den Spitznamen Koks. Kuss auf die Nuss. Ja, Achard, merci dir. 10 ist zu früh und du weißt es. Nein, du weißt es. Wenn du der Achard bist, in Jahr weißt, dann bist du seit 5 Jahren dabei. So, jetzt pass auf. Der Adri fragt was Wichtiges. Adri, Birger, wie schützt man sie vor diesem Session-Hijacking? Ich sag's jetzt freiwillig, wie es ist, einfach keine Scheiße klicken. Im Eicher des Gefechts in der Leichtsinnigkeit, ja, auch ich bin davor nicht gefeit und ja, auch ich habe irgendeine Scheiße angeklickt. Und es hat nichts, jetzt kämen wir wahrscheinlich wieder Porno zugeschaut. Nee, so bei Pornoseiten feit da nichts. Wenn du irgendwelche E-Mails kriegst, die mittlerweile ist 99,9% der E-Mails sind einfach Scheißdreck. Ja, die sagst sofort mit dir, was soll ich so das weg. Es gibt aber durchaus welche, die so verfickt echt ausschauen, dass du 5-mal hinschauen musst. Und das ist mir halt einfach passiert. So einfach ist das. Und dann macht's kurz an deinem Monitor so und mehr sechs nicht. Springt nichts drauf, kein Windows Defender, kein gar nichts, da ist ganz kurz ein Fenster aufgegangen und dann war's vorbei. Und dann bin ich so, naja, wird schon nichts fein. 2 Tage später war mein Facebook-Account weg. Du kannst den nur darauf schützen, sauber zum Schauen. Wo du aber demjenigen das Leben zur Hölle machen kannst. Wenn kurz die Kommandozeile aufgeht, ja genau. Die habe ich aber nicht gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ja, wird schon passen, keine Ahnung, ist irgendwas kaputt oder so. Pff. Ja, wer outet sie wieder, dass er nicht zuhört? Der Florian R. aus keine Ahnung wo. So. Wie schützt dich du da jetzt davor? Du kannst eigentlich nicht recht viel dagegen tun, aber was extrem wichtig ist in meinen Augen, ist erstens einmal, wie du deine Passwörter aufbaust. Das ist immer das Allererste. Wenn du irgendwo so Pimmelpasswörter mit 5, 6 Steinen hast und deinen Namen mit einer Nummer oder irgend so ein Schrott, das kannst du bei irgendwelchen Pimmel-Accounts machen, wie auf irgendwelche Seiten, die nicht wichtig sind.
Ansonsten nimm mal mindestens ein 16-stellig aufwärts Passwort, das dir ein Passwortgenerator vorschlägt. Das, was der Passwortmanager von Google zum Beispiel macht. Der gibt dir so ein Stickerl, das musst du auch nicht unbedingt merken. Der Passwortmanager an sich ist eigentlich relativ sicher, außer du fangst dir wirklich grob fahrlässige Scheiße ein. Also keine Ahnung, was du dafür tun musst, dass da beikommt, aber gut. Das ist einmal das Erste. Nummer 2. Wichtige Sachen. Und was meine ich mit wichtigen Sachen? Dein PayPal-Konto, dein Google-Konto, wo auch deine E-Mail-Adresse drauf hängt. In den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten. Dein E-Mail-Passwort ist das verschissen Wichtigste auf diesem Planeten. Das, wenn ich krieg, wirst du in den Arsch gefickt. Und zwar so schnell, dass du gar nicht schauen kannst. PayPal-Account, Bankkonten, irgendwas, wo es um ein Geld geht oder wie es zum Beispiel in meinem Fall jetzt ist, und da geht es natürlich auch um Geld, mein Google-Konto, wenn weg ist, dann bin ich gefickt. Dann sehen wir uns hier nicht mehr. Nie wieder. Dann war's das. Und diese Passwörter, die der man nicht in Google Passwort Manager, die der man auch nicht in irgendeiner Textdatei auf dem Desktop und die der man auch nicht in irgendeiner Textdatei in irgendeinem Ordner, den wir irgendwas nennen oder keine Ahnung was. Da gibt es genau 2 Alternativen für diese Dinge. Nummer 1, der Lausbuch schreibt es das Programm heißt KeePass. In diesem Programm kannst du Einträge machen mit deinen Passwörtern. Und diese Passwortdatenbank ist verschlüsselt. Ich mag jetzt nicht sagen, unmöglich ist es nämlich nie, aber es ist so gut wie unmöglich, diese Passwortdatenbank zu entschlüsseln. Habe ich auch gemacht. Und diese Datenbank, die tun wir nicht auf unserem PC. Habt ihr den Sound jetzt gerade gehört? Sondern die tun wir auf einen modernen Marken-USB-Stick, der nicht nach 5-mal Ein- und Ausstecker entweder kaputt ist oder corrupted ist oder sonst irgendeinen Scheiß. Wenn es das ganz krass haben möchtest, ich habe schon einen bestellt gehabt und habe ihn wieder storniert, weil man denkt, aber das ist vielleicht ein bisschen gar übertrieben, nimmst einen YubiKey. Das ist im Prinzip ein kleiner USB-Stick, wo sowas wie ein TAN-Generator drauf gespeichert ist und wenn du die irgendwo einloggen möchtest, dann musst du physisch diesen USB-Stick einstecken, auf OK drücken und kommst erst dann weiter. Das Ding, wenn dir jemand klaut, bist du auch gefickt. Aber gut. Und jetzt kommt die allersicherste Methode. Ja, ich halte jetzt nicht meinen Zettel in die Kamera. Das war vielleicht ein bisschen grob fahrlässig, aber das wären hoffentlich die wenigsten. Du nimmst einen verfickten Zettel und einen Stift. Und schreibst das da drauf. Da kann es nicht um viele Passwörter gehen und um viele Accounts, weil wer hat 5 Bankkonten und 8 PayPal-Accounts und keine Ahnung, außer Geschäftsleute. Und wenn Geschäftsleute das nicht ohnehin so machen, dann kann ich ihnen sowieso nicht helfen. Und was ganz wichtig ist, was der Lausper natürlich auch sagt, dieses Ding habe ich natürlich irgendwo gebackupt. Wo ich das gebackupt habe, das werde ich jetzt mit Sicherheit nicht in meinem Stream sagen, aber zum Gebrauch, wenn ich wirklich einmal mein Google-Passwort brauche oder mein PayPal-Passwort brauche oder sonst irgendwas, dann stecke ich den USB-Stick ein, gebe mein Master-Passwort ein, das nirgendwo steht, sondern nur da drin und auf einem Zettel, um da rein zu kommen. Das ist für Otto-Normalmenschen vielleicht, für den Privaten schon ein bisschen viel vielleicht, aber da, Steffi, ich habe einen DIN A5 Ordner. Das ist das Allereinfachste. Aber ich kenne es natürlich, oh fuck, jetzt muss ich mich da schnell einloggen, jetzt muss ich den Ordner wieder rausgreifen, wo ist denn der, oder muss das abtippen, und die Bequemlichkeit sorgt dann dafür, dass du das im Passwortmanager speicherst. Tu es einfach bei den wirklich wichtigen Bankkonten nicht. Du wirst es früher oder später, lernt es jeder einmal in seinem Leben auf die harte Tour. Und ich habe es letzte Woche erfahren. Nach über 30 Jahren im Internet hat lang genug gedauert. Hat lang genug gedauert. So, stick hier hin, alles gut. Ist einfach so einmal, ich glaube, dass das schaut nicht. Einfach mal durchdenken, was auch nicht schaut, wenn man es ganz sauber möchte. Ne? Wenn man es ganz sauber möchte, einmal im Monat deine wichtigen Passwörter ändern. Aber das glaube ich, man kann es dann auch irgendwann übertreiben. Ja? Ich mache jetzt auch nicht das volle Programm mit YubiKey und keine Ahnung was alles. Die Pimmel-Accounts werden nach wie vor in meinem Passwortmanager gespeichert und vor allem das Allerwichtigste ist, in jedem wichtigen Konto diese 2-Faktor-Authentifizierung zu installieren. Warum?
jemand möchte sie einloggen und er braucht den Zahlencode von deinem Handy. Ist unmöglich, dass er den kriegt, außer du verschmeißt dein Handy. Dann hast du ein viel größeres Problem. Der schreibt, sechstes, ich bin schon skeptisch und habe noch nie ein Passwort gespeichert, nicht mal in der Arbeit. Was kommt nächste Woche, schreibt der Jodelmax. Wahrscheinlich Schedule 1 und das zweite Spiel ist noch ausstehend. Das weiß ich noch nicht. Also am Montag kommt auf alle Fälle einmal Schedule 1. Der Adri schreibt, danke für die Erklärung. Du, nichts zu danken. Ist nicht so, als hätte ich es nicht vorher auch gewusst. Ich habe sogar schon einmal vor Wochen angefangen, langsam meine Passwörter in KeyPass zum Übertragen und so weiter und so fort. Hätte ich es einmal gescheit gemacht. Schedule 1 wird nächste Woche gespielt. Was ist denn der Viewfinder? Mr. Farr, was ist der Viewfinder? Ist das ein Spiel? Oder haben wir noch beim Thema Sieg? Oh! Ah, Huber! Press F für den Huber! Genau das. Nächste Woche machen wir mal wieder ein bisschen Blödsinn. Ich weiß nicht, ob Schedule 1 ein Blödsinn ist. Ich habe keine Ahnung. Es wird nur hart gefeiert. Und zwar extrem hart. Und am Mittwoch spielen wir entweder Split Fiction oder eben der Crime Scene Cleaner. Den habe ich schon so lange auf der Liste. Warte mal. Haben wir da noch einen Official Soundtrack? Haben wir da noch einen Thief Simulator? Haben wir auch schon, den haben wir schon. Brauchen wir nicht mehr. Was haben wir da noch? Gas Station Simulator. Kann man gleich einen Bundle kaufen, da hat man uns einen Haufen Geld sparen. God of War Ragnarok weiterspielen, Herr Franzen, das wird nicht mehr passieren. So leid es mir tut, das ist einfach zu lang. Oder Split Fiction, eins von denen zwei. Wobei wir das auch schon wieder seit 3 Wochen spielen und ich hätte gerne ein bisschen Abwechslung. Prost, gibt's mal wieder was mit der Bürgerin oder hat die keinen Bock mehr auf YouTube? Die hat noch nie Bock auf YouTube gehabt, das ist einmal das erste, Mr. Cinnamon. Wenn sie mal da war, das ist glaube ich in denen 7 Jahre 3 oder 4 Mal passiert, dann immer gegen ihren Willen. Aber ich habe sie schon vorgewarnt mit Lemminge. Ja, ich hoffe, der Flo ist noch da. Lemminge wird irgendwann kommen, versprochen. Aber wir brauchen noch ein bisschen, speziell sie braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bevor es das tun kann. Im Sommer glaube ich sowieso nicht. Da hat sie was anderes zum tun, als sie von 8 bis um 10 daher zum Sitzen. Löwensepp! Ich glaube, ich habe dir heute noch gar nicht oft genug gedankt. Habe ich da was richtig gesagt? Habe ich mich vorher anständig bedankt. Löwensepp. Und wie funktioniert grob Session Hijacking und was ist der Unterschied zu Phishing und Trojaner? Wow, das sind jetzt halt lauter so Geschichten, die ich da wahrscheinlich nicht sehr professionell beantworten kann. Da müsstet ihr mit jemandem schmatzen, der wirklich in der IT-Security oder sowas arbeitet. Ich kann da jetzt nur meine laienhafte Erklärung dafür geben. Also Session Hijacking ist, wie es funktioniert, weil ich bin kein Hacker. Ich komme, wie es mir vorstellt, dass es funktioniert. Also du wirst da nicht einfach gehackt, weil jemand deine IP hat. Das ist einmal außer es sind irgendwelche super krassen CIA-Motherfucker, dann hast du sowieso verschissen. Die brauchen wahrscheinlich nicht einmal deine IP, weil die stehen vor der Haustür und deren die so weg. Nehmen wir es einmal so. Alter, viel Unterschied. Session Hijacking, eingeloggt bleiben und die aus dem Browser geklaut. Ja genau, so hätte sie jetzt halt auch erklärt. Also stell dir vor, ich versuche es jemandem zu erklären, der gar keine Ahnung von sowas hat. Wenn du zum Beispiel bei Facebook einloggst, hast du da dein Login-Feld. Ja, da gibst du deinen Benutzernamen und dein Passwort und dann loggst du ein. In diesem Prozess des Einloggens wird für dich eine Session erstellt. Ja? Die ist da gespeichert, die ist in deinem Browser gespeichert und die ist auf dem Server von dieser Seite gespeichert, damit die wissen, wer du bist und so weiter und so fort. So, da das jetzt halt einfach mal grob erklären. Jetzt stellst du dir vor, diese Session ist nichts anderes wie eine Zahlenreihenfolge. So eine lange oder so eine lange oder so eine lange oder was auch immer. Und der ist auch in deinem Browser gespeichert. Wenn du jetzt irgendeine Kackdatei anklickst, ja, Exe-Dateien, ja, es muss eine ausführbare Datei sein, dann geht da kurz die Kommandozeile in T und dann macht dieses Ding, führt Befehle aus. Und zwar nicht die du gern hättest, sondern halt seine eigenen, wo sie die Dinge, schauen wir mal. Und ich kann mir es dann nur so vorstellen, ja, das Ding greift irgendwie auf deinen Browser zu und auf die lokal gespeicherten Sessions. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ich bin zum Beispiel dauerhaft in Facebook eingeloggt. Ich bin, ohne dass ich jetzt mal, wenn ich Facebook aufmache, muss ich mich nicht einloggen, sondern du kennst mit Sicherheit diesen Computer merken. Ja, mache ich, damit ich mich nicht jetzt mehr einloggen muss. Selbiges mache ich natürlich bei Google, das brauche ich jeden Tag. Ich brauche meine E-Mails, ich brauche alles. Und dasselbe mache ich bei Steam, dasselbe geht, da wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob er da drin war oder eine gekommen war, ist bei mir Discord. Da bin ich im Browser eigentlich nie eingeloggt und sonst war ich eigentlich nirgendwo dauerhaft eingeloggt. Und diese Sessions,
die dauerhaft eingeloggt sind, die holt sie dir aus dem Browser und schickt sie sich nach Hause. Ja, kannst du dir vorstellen, der kriegt dann so, ich kann mir das so vorstellen nur, der kriegt dann eine Art E-Mail in seinem Hackerprogramm, Hacker, und da steht dann drin, hey, da war wieder irgendein PC namens bla bla bla, dumm genug, dass er die Scheiße anklickt, und da haben diese Session-Dateien. Und dann, was weiß ich, wie das angeht, fügt er die bei sich im Browser ein und dann meint sein Browser, er ist mein Browser, wenn er auf Facebook geht. Der geht dann auf Facebook, plupp, ist mit meiner Session da drin und ist eingeloggt, als wäre er ich. Ich hoffe, das ist einigermaßen akkurat erklärt. Ich glaube, ich habe so die Befürchtung, ich habe so die Ahnung, dass der Lausbur einigermaßen Ahnung hat von IT-Sicherheit. Der schreibt schon die ganze Narischer und wird sich wahrscheinlich denken, Kruzifix, was labert der Porter, die Vollidiot da. Geht aktuell sogar mit 2FA, also Vorsicht, wo man sich anmeldet, am besten HTTPS. Facebook wäre eigentlich alles davon, ist HTTP, aber mittlerweile ist alles HTTPS. Es gibt eigentlich keine Seiten mehr ohne. Und Seiten ohne besuche ich nicht. Ja, ganz einfach. Alter, jetzt habe ich nur mehr. Du musst da nicht in die Hosen scheißen. Wenn du nicht irgendwelche Spam-E-Mails anklickst mit irgendwelchen Dateien, weißt du, was da schon gelangt? Jemand schickt dir eine Spam-E-Mail, die absolut echt ausschaut, mit irgendeiner Rechnung oder sonst irgendwas, mit einem PDF-Symbol, was weiß ich. Aber hinten an der Datei steht eben nicht .pdf, sondern .exe. Auf keinen Fall anklicken. Und das passiert einfach im Eifer des Gefechts, da kannst du noch so schlau sein. Man, es ist mir klar, dass man sowas nicht anklickt, aber es passiert halt. Und wenn das passiert, dann ist der nächste Schritt auch, das habe ich jetzt gelernt, sofort überall ausloggen, sofort überall Passwörter ändern und dann wieder einloggen. Dann sofort einen PC platt machen und dasselbe Spiel nochmal. Weil du nicht weißt, wo sich das gibt, kann ja noch viel mehr andere Sachen machen. Es kann zum Beispiel, es durchsucht deine Festplatten nach irgendwelchen Exe-Dateien und hängt sie da wieder dran. Das heißt, da kannst du formatieren, was du möchtest, wenn du die Datei sicherst und irgendwann wieder ausführst, zum Beispiel, was weißt du nie, was hast du für Exe? Du hast zum Beispiel in deinem Download-Ordner Chrome-Exe, ja, zum Installieren. Und die ziehst auf der Sicherungsfestplatte, ziehst wieder zurück, weil dann brauchst du es ja nicht runterladen und dann löst du das Ding wieder aus. Da hat sie aber vorher das Ding angehängt, dann installierst du das Teil wieder mit und dann bist du weiterhin gefickt. Es hilft nicht als ein PC-Plattmacher. Der PC-Plattmacher heißt neu aufsetzen. Ja? Alles außer ausführbare Programme, Exe-Dateien, BAT-Dateien, MSI-Dateien, so ein Scheiß. Was auch noch gefährlich ist, sind Makro-Dateien, wie bei Excel zum Beispiel gibt es das, sowas benutze ich nicht, aber das ist mir einfach gesagt worden und das glaube ich auch. Das sind einfach auch ausführbare Dateien, wo sie Sachen ohne hängen können und so weiter. PDF ist keine ausführbare Datei. PDF ist einfach eine Datei. Die muss ich mit einem Programm öffnen. Genauso wie normale Excel-Dateien, ja, XLL, XSLX und XSL und so weiter. Es geht nur um ausführbare Dateien. Wenn du es natürlich 100%ig machen möchtest, dann musst du alles löschen. Aber ich habe das jetzt mal nicht da. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass er bloß meine Sessions hat. Der hat ich habe, glaube ich, mein Google-Passwort in der letzten Woche über 60 Mal neu gemacht. In einem absoluten Panik-Mode, den kannst du dir nicht vorstellen. Eigentlich die komplette Hardware einmal entsorgen für uns, ja, hast recht. Ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, im Grunde, wenn es 1000%ig sicher sein möchtest, alles löschen, PC wegschmeißen, neuer kaufen. Weil sie die Sachen auch ins BIOS einhängen, etc., etc. Falschbürger in Makros, Excel kannst du auch was verstecken. Also, habe ich doch gerade gesagt. Genau das wollte ich gerade damit sagen. In Makros, in Excel, Word oder sonst wo man es überall hernehmen, kann man auch Dinge verstecken. Laus beschreibt Fisi. Ich weiß nicht, was Fisi ist. Nichts passiert, Herr Sinnemann. Excel mit Makro kann auch gefährlich werden, wobei dann habe ich entweder wieder mein Maul war wieder schneller als mein Hirn. Ich wollte eigentlich natürlich damit sagen, falls ich mich wirklich verbrabbelt habe, selbstverständlich sind Excel-Dateien mit Makros können ein Problem sein. Die haben aber eine spezielle, eine spezielle Dateiendung,
Eben mit dem M hinten nochmal. Fachinformatiker für Systemintegration. Den hätte ich auch lernen können. Da habe ich gesagt, du kannst mit dem Arsch lecken mit der Druckern, scheiße. Und hab die Schuhe abgebrochen. Lausbauer hat es alles schon gegeben, gesamte Hardware inklusive Monitore, Maus und Tastatur wurden in einer Behörde entsorgt. Nein, ich war bloß langsam am Tipp. Genau. Eine spezielle Endung haben Excel-Dateien mit Makros, nämlich die haben normalerweise haben Excel-Dateien XLS hinten als Dateiendung oder XLSX. Aber sobald da hinten ein M drauf ist, dann heißt es, die Datei hat Makros, auf keinen Fall anklicken. Tippen, fix, Herr Dragonfly, was ist los? Wie ist das am Handy? Geht das über die Accounts dann zum PC zurück? Das weiß ich nicht. Ich habe ja die ganze Zeit, was meinst du, wie ich narrisch geworden bin, Alter? Wie Tag 1 Facebook umeinander pimmelt, nichts mehr passiert. Dann habe ich meinen Schädel zerbrochen. Moment, wenn ich meinem Facebook-Account ist, dann kann der überall. Ja, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen. Dann bin ich da schon ausgeflippt und habe alles 5000 Mal geändert und keine Ahnung. Dann war er letzten Donnerstag, glaube ich. Stehe ich auf, achte, schaue auf dem Handy, 7:25 Uhr, Sicherheitswarnung auf deinem Google-Konto. Du hast keine Ahnung, wie mir dann die Düse gegangen ist. Warum? Dann habe ich meinen Kopf darüber zerbrochen. Warum macht er das 2 Tage später? Warum macht er das nicht am gleichen Tag, wo er mit Facebook umeinander da hat? Alter, ich flipp aus, Alter. Dann habe ich umeinander und dann habe ich halt nicht das Überlegen aufgehört. Weil ich gemeint habe, ich weiß nicht, was er hat von mir. Ich weiß nicht, was er hat von mir. Hat er meine Passwörter? Ich weiß es nicht. Dann bin ich komplett ausgerastet, habe alles platt gemacht, alle Passwörter geändert, überall Two-Factor aktualisiert und außer da nur mehr eine da und. Und am 3. Tag, ich glaube letzten Freitag, war er dann in meinem Steam-Account. Und dann hat er nur diese Community-Dinger verschenkt. Und dann bin ich da gesessen und habe überlegt, habe auch mit 2 Spätzeln philosophiert darüber, bis ich irgendwann drauf gekommen bin, Moment mal. Dieser Hurensohn hat nur meine Sessions. Und darum feit meine PayPal-Accounts nichts, meine Bankkonten feit nichts, mein Google-Konto feit nichts, etc. Darum hat er auf meinem Steam-Account mein Inventar nicht verkaufen können, ja, kann ich Spiele kaufen können, meine PayPal-Accounts feit nichts. Deswegen so, ich genieße es mit Vorsicht, es kann immer noch sein. Ja, was weiß ich, vielleicht fangen wir nächste Woche oder morgen oder wird es in der Nacht, keine Ahnung, irgendwann, ja. Die Daten werden oft weiterverkauft. Ja, mit Sicherheit werden die weiterverkauft. Das ist mir schon klar. Was sind nur Sessions, die da, wo das Passwort im Browser gespeichert ist oder wie? Nein, ich fürchte, ich kann es dann. Ich habe es vorher versucht, einmal kurz zu mir erklären, was eine Session ist. Dann kann ich es dann nicht erklären. Lass uns mal zurücklaufen, wie ich am Löwensepp erklärt habe, was Session Hijacking ist. Anders kann ich. Aktive Logins. Das hat nichts mit deinem Passwort zu tun. Der hat weder deinen Benutzernamen noch dein Passwort, sondern du loggst die irgendwo ein, dann speichert dein Computer die Session. Und nennen wir es einfach mal Datei, vielleicht kannst du es dann besser vorstellen. Diese kleine Datei, die ist diese Session auf deinem PC speichert, hat er. Da ist kein Passwort drin gespeichert. Da ist auch der Benutzername nicht gespeichert. Das ist einfach eine Kennung zwischen dir und der Internetseiten. Der Sprengi schreibt auch schön, die Session ist dein Eintrittsarmband auf dem Festival. Und das Armband wird da geklaut. Genau. Ja, genau so ist es. Stimmt auch nicht ganz. Das Armbandel wird kopiert und 1:1 nachgebaut. Weil ich kann ja auch immer noch in meine Seiten rein, aber er halt auch. Das heißt, als würde dieses Armband dupliziert werden und du gibst das jemandem anderen, dass er in das Festival ein- und raus kann. Ist schön beschrieben. Session ist gleich Sitzung. Ja, genau. Und wenn du natürlich, das macht ja jeder von uns, diesen PC für 30 Tage merken, diesen PC für immer merken, ja, ganz tolle Idee. Das ist übrigens auch der Grund, warum dich Banken und PayPal auch unter anderem nach 5 bis 10 Minuten, wo du nichts mehr auf der Seite tust, automatisch ausloggen. Genau darum. Du kannst dir auf einer Bank nicht, im Online-Banking nicht dauerhaft einloggen. Genau aus diesem Grund. Konzertkarten kopieren, so in etwa, ja. Mit einer Session-ID und einem Hash. Und das Cookie wird quasi als Kopie zum Eintritt in die Website genutzt. Exacto mundo. Und im Prinzip klaut er dann deinen Keks.
Im Prinzip klaut er deinen Keks. Die Themen sind echt interessant, aber auch saugefährlich. Natürlich sind die saugefährlich, aber du hast unbewusst damit jeden Tag zum Tor. Jeden Tag, jede Sekunde im Internet, egal ob auf deinem Handy oder am PC, hast du damit zu tun, ohne dass du es weißt. Deswegen schaut gar nicht, wenn man mal, was weiß ich. Herr Lausburg, Grauschleier bei der Cam, wenn du die, weiß ich schon, haben wir am Anfang schon gehabt. Pass auf. Blut drin, Blut raus. Blut rein, Blut raus. Frag mich bitte nicht, was das soll. Wahrscheinlich ist der automatische Weißabgleich in der Kamera. Ist mir auch alles scheißegal. Hauptsache, du hast keine Vorstellung, wie dermaßen froh, dass ich bin, dass ich nur da sitze und in diesen Kasten eine streamen und schmerzen kann und dass ihr noch da seid. Kuss auf die Nuss. Ja, Flo, du brauchst ja nicht permanent Angst haben, aber Vorsicht ist geboten. Nicht jeden Scheißdreck klicken, nicht jeden die E-Mail kenne ich nicht, klick trotzdem an. Nein. Und dann sollte eigentlich nichts fein. Je bewusster du mit dem Thema umgehst, umso besser. Du kannst dir narrisch machen damit. Du kannst dir narrisch, so ist es nicht. Also ich werde die nächsten Wochen auf alle Fälle nur jeden Tag in der Früh aufstehen und mit Panik erstmal mein Handy schauen, ob da irgendwelche suspekten Aktivitäten in irgendeinem scheiß Konto los sind. Naja, der Fall. Ich frage nur mal, meinst du, das kann Apps mit die Leute zum Tun haben, die Likes gekauft haben? Die müssen ja der Channel irgendwie da auf so einer sketchy Seite eingeben. Das glaube ich nicht. Natürlich ist bei mir auch noch mal ein bisschen was anderes. Ich meine, natürlich bin ich so ein bisschen eine Person der Öffentlichkeit und so weiter und so fort, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas fällt. Glaube ich nicht. Bester Weg, alles Wichtige im Private-Modus machen. Das hilft auch nicht. Wenn du Scheiße anklickst, bist du gefickt. Sagen wir es einfach, wie es ist. Learn it the hard way. Wenn du Scheiße anklickst, bist du gefickt. Und wenn du dann wirklich noch billige Passwörter, kein Two-Factor in deine Sachen drin hast, dann bist du richtig gefickt. Und so richtig am Arsch bist, wenn du Passwörter für wichtige Sachen öfter hernimmst. Wenn du zum Beispiel das gleiche Passwort hernimmst für dein Online-Banking wie für PayPal und wie für deinen Google-Account. Dumm. Und wenn es wirklich peinliche Passwörter sind. Also so ein typisches mein Name oder plus Geburtsjahr und so ein Mist. Tu es einfach nicht. Ihr habt es bei mir gehört, wenn es euch irgendwann passiert, ich mag nicht sagen müssen, ich habe es euch ja gesagt. Und so, nochmal, ich bin kein Sicherheitsexperte im Internet. Ja, ich benutze das, ich kann Internetseiten bauen, ja toll, deswegen bin ich kein Hacker. Ich kann Backends und Frontends aufsetzen, deswegen bin ich kein Hacker. Ich kann Internetseiten programmieren, deswegen kann ich einen scheiß PC nicht richten. Das ist sowieso einmal so eine Ansage an die ganzen Leute. Hey, du kannst Internetseiten machen. Ja, warum? Ja, mein Drucker geht nicht. Was möchtest denn du von mir? Was weißt du nicht, was du da scheiß behinderter Drucker auf... Hast du eingeschaltet? Hast du mir eingestellt? Keine Ahnung. Drucker an, nie gegangen. Hau ab. Passwort, Wulliwupp, Kartoffelsuppe 123. Marke, hau dich hinein, gute Nacht an dich. Ja, aber kannst du meinen Drucker einrichten? Ja, genau. Das ist der Song of my life seit 30 Jahren, glaube ich. Naja, 30 noch nicht ganz, aber seit 25 geben. Du kannst ja Internetseiten bauen. Ja, kannst du mal mein Handy anschauen. Was soll ich? Was weiß ich von deinem scheiß Handy? Ich nehme meins gefühlt einmal im Monat her. Und da tue ich nichts außer nachschauen, außer wie im Arsch das die Aktien sind. ITlers Alltag kannst du schnell. Ja, den habe ich auch. Ich darf mich allerdings auch nicht als ITler bezeichnen, ich weiß es auch nicht. Ich habe ja mit sowas wie Systemintegration, ja, mit Hardware und Netzwerkgeschichten und so weiter, habe ich nichts zum Tor, Alter. Ja, du, mein Computer ist kaputt, kannst du den mir anschauen? Ich habe so gemacht, ja, nix. Ich habe schon mal gegoogelt, na, ja, warte, lass mich das für die googeln. Jetzt waren wir fast ein Wort rausgerutscht. Bin ich dein PC? So knapp. Das war wieder die Ironie des Schicksals gewesen. Dann hätte der liebe Gott wollen, dass ich nicht mehr da bin, ja, hier auf YouTube, wenn mir das jetzt rausgerutscht war. Sag mal, mein Bildschirm spinnt, du hast der Bluetooth-HDMI-Kabel. Wir sind immer da, bis der beste Herr Sandschein. Kuss auf die Nuss. Ja, Kat. Ebenfalls Kuss auf die Nuss. Ich bin Handyfummler, ich werde auch als ITler bezeichnet, obwohl ich noch weniger damit zu tun habe. IT und Bürger, tu dir was Gutes, reboot es. Das ist mein allererster Tipp auch immer. Hast du mich reingestellt? Hast du mich abgesteckt und wieder angesteckt? Hast du mich eingeschaltet und wieder ausgeschaltet? Weiß nicht.
Semikolons in Passwörter macht sie geil, weil die ganzen Tools meistens mit einem Semikolon terminieren. Wer nicht weiß, was ein Semikolon ist, es ist diese, wie hat man da früher dazu gesagt, keine Ahnung, Komma-Strich, Komma-Punkt, Komma-Punkt, Komma oder irgend sowas, das da, was ich da gerade in Dinge. Der gute Strichpunkt, ja genau. Ja, das macht sie das ist für übrigens jetzt kein Schmarrn, wenn irgendjemand dein Passwort klaut. Und dann macht er das in Einzeln. Er geht nicht her und kopiert mit Steuerung C, Steuerung V dein Passwort rein, sondern das wird in riesengroße Listen gesammelt und dann werden die einfach weitergeben. Ja, die werden einfach wahrscheinlich im Darknet veröffentlicht oder was weiß ich. Und wenn du in deinem Passwort einen Strichpunkt drin hast, also ein Semikolon, das wird in Programmiersprachen und Skriptsprachen und so weiter, ist es gern, ja, wie soll ich sagen, das Zeichen dafür, um Programmcode, Zeilen abzuschließen. Ne? Und dann machen diese Programme einen Zeilenumbruch und wissen, okay, Freizen, goddammit! Dort Fußgänger, dass du noch länger halten bleibst, Bürger forever, was? Freizen! Was machen, sag ne? Was ich eins, wieso ich einen Superchat? Was ein Gaudi ist, weil es mittlerweile wurscht ist, glaube ich, so ziemlich. Freizen! Trotzdem, Fußgänger fern, du weißt das, kriegst trotzdem die Tröte. Das war eine gute Tröte, die war voll lustig. Und ein Herzl hau ich auf, ey! Und ein Dammerling auch noch! Trotzdem ist es fair, oder? Leider, ihr könnt euch nicht daher sitzen und irgendeinem fetten Idioten im Internet einen 50er, aber das geht einfach nicht. Nein, das geht einfach nicht. So jetzt der Song dazu. Die Tröte war elefantastisch. Ranson, merci dir von ganzem Herzen. From the bottom of my heart. Thank you a lot. Kuss auf die Nuss, ernsthaft. Es ist zwei, aber natürlich Dankeschön. Mit dem werde ich zum Beispiel den Anwalt für Facebook und Instagram bezahlen. Dankeschön. Kuss auf die Nuss, es ist wirklich zwei. Für die, ey! Das ist, ich hoffe, du weißt, was du hast. Der 50er ist echt ein beschissener Haufen Geld. Auch in diesen inflationären Zeiten. Und jetzt ist 5 nach 10 und jetzt haben wir wieder umeinander geschmeißt. Das ist ein Witz, alter, lauter geile Nerdsteuerin. Können wir bitte im Discord so einen Nerdschmerz machen, da nachhans wie mir recht helfen. Für das ist mein Discord da. Hock die eine. Nimm mal irgendeinen Channel. Ihr könnt da gerne im Hauptchannel drüber schmerzen. Ich finde, dass das auch gar kein so unwichtiges Thema ist. Je mehr Leute das mitkriegen und mitschmerzen, desto besser. Ich kann auch gerne mitschmerzen, so ist es nicht. Ich habe jetzt nicht so unfassbar viel Ahnung. Und was ich vorher noch damit sagen wollte, so ein Semikolon, wenn du das dann in Excel-Dateien oder in CSV-Dateien oder was weiß ich, wie diese Idioten ihren Scheiß weitergeben, Semikolone drin hast, dann macht das gerne einen Programmcode kaputt. Und unterbricht Sachen und so. Was auch gut funktioniert, da hat der Lausbau absolut recht, es gibt nichts Schlimmeres auf diesem Planeten wie Äs, Üs, Ös in Internetseiten zum Beispiel. Das ist, dass man da wirklich 2025 immer noch nichts Schönes erfunden hat, wie und Aumel und Ummel und so weiter. Das weiß kein Mensch nicht, aber gut. Und NBSP, was auch gut funktioniert, ist ein und Bull, Semikolon. Es gibt einmal einen schönen Punkt. Da weiß ich sogar einen ASCII-Code, der müsste 0149 sein. Warte mal, probieren wir aus. Lernen mit Bürger. Heute mal im Chat die Alt-Taste gedrückt. Das ist die links neben der Leertasten. Und dann einfach gedrückt halten, gehst in den Chat rein und dann tippst auf deinem Numpad oder auf der Tastatur um 0149 und dann lässt Alt aus. Und dann drückst du auf Enter. Dann müsste den Punkt in der Mitte der Zeile schreiben. Er kann das Copyright-Zeichen, schau dir, aber das weiß ich nicht. Schau her, zeig das. Haben wir wieder was gelernt. Das ist so ein Aufzählungszeichen-Ding. Eure Chat-Skills. Warte, kann ich nur einen Kirby? Einen boxenden Kirby. Na, das war's nicht. So. Sowas lernt man im IRC. So habe ich aber schon lange nicht mehr gebraucht. Da gibt es übrigens mehrere Nummern. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man Alt drückt oder man macht 1, 2, 3, 4 und lässt Alt aus, dann kommt das da. Dann kommt so ein E mit so einem Accent aigu oben drüber. Aber ich weiß ganz speziell, der 8008 ist einfach ein H. Alt drückt halten, 0149 ist auf alle Fälle der kleine Bullpunkt. Das ist alles, was ich weiß. So, und mit diesem unnützen Wissen entlasse ich euch heute
in die Nacht hinein und in Richtung Wochenende haben wir noch 2 Tage, aber ich habe nur noch einen. Und ich glaube, alle haben nur noch einen. Am Freitag ist ein Feiertag, gell? Ist am Freitag Feiertag? Ich glaube schon. Nächsten Montag, ja. Wir sehen uns aber nächsten Montag trotzdem. Da haben wir schon halb drauf geschissen, dass da hier Feiertag, weil das ist mir wurscht. Was für Ostern, Alter. Ich kann ja aus der Kirche ausdrehen und dann so tun, geil. Wir haben hier Ostern. Nicht in Österreich, aber jetzt sag ich so einmal Teufel. Der Karfreiter! Karfreiter wird wieder eingesuffen. Da wird gesuffen wird da. Weißt du, was ich euch jetzt noch schnell zeige? Ist der harte Kern ready? Ist der harte Kern ready und hat Bock, Interesse an einem kurzen und wirklich kurzen? Sprengi, du weist mich darauf hin, wenn ich wieder halbe die Stunde zum Lauern anfange. Es gibt Progress in Annex. Und zwar grundlegende Änderungen. Möchtet ihr es sehen? Interessiert euch? Plus, ihr habt einen harten Annex. Ja, aber wirklich nur 5 Minuten ganz kurz, was ich gemacht habe. Achtung, habe ich überhaupt schon eine, machen wir mal alles zu, was interessiert da. Ich weiß nämlich nicht, wie unsere Szene ausschaut, wenn ich da meinen ganzen Monitor einhalte, Bildschirm. Achtung. Ah ja, im Chat habe ich leider noch keinen herin, aber das hilft ja nicht. So, wir machen das jetzt einmal ein bisschen größer, machen wir es zumindest so. Ich erkläre jetzt nicht wieder 20 Minuten, was Annex ist. Annex ist mein Browser-Game. Wenn ich weiß, was ein Browser-Game ist, googelt's. Ich bin gerade dabei, mein uraltes Browser-Game, das für PCs gemacht worden ist, auf Mobile umzuwandeln. Hab festgestellt, die alte Map funktioniert einfach nicht. Die hat damals übrigens schon nicht gescheit funktioniert. Darum gibt es jetzt nur neue. Sie ist so hochgradig sexuell. Was sie jetzt kann. Und das habe ich, glaube ich, schon hergezeigt. Sie kann zoomen. Du kannst das mit der rechten Maustasten umeinander ziehen. Da kannst du reinzoomen. Der Hover-Effekt ist so satisfying, dass ich jetzt mal einen Ständer in der Hosen kriege. Was auch schon funktioniert. Klick drauf. Es kämen die Informationen von dem Fädel. Freies Gebiet, wie weit ist es von meiner Kolonie weg, erforsche eine Kolonie, Bauschiff, bla bla bla. Das Ganze funktioniert am Handy auch, zeige ich euch gleich. Was ist neu? Zack, konzentrieren auf meiner Kolonie. Ich kann außerzoomen. Ich kann meine grün markierten Markierungen entfernen, wenn ich das will, wenn mich das stört, oder die von meinen Korpsmitgliedern. Kann ich aus- und einschalten. Nahtlos. Dann, und das ist jetzt der Teil, der ein bisschen komplizierter ist, da haben Rohstoffe, ja, wo man mit dem Extraktor hinfahren kann. Man kann das alles schon klicken und man kann den da hinschicken und so weiter und so fort. Was jetzt aber die lustige Krux ist, natürlich hat das PvP hier gekriegt, es geht nur um PvP. Achtung, das Ding wird per Ajax so performant, wie ich noch nie was zusammengebracht habe, hoffe ich zumindest, aktualisiert. Momentan an die ganzen Zeiten alle ein bisschen her eingestellt. Normalerweise müssten diese beiden Rohstoffe da in die nächsten paar Sekunden irgendwann verschwinden. Und woanders auf der Karte wieder erscheinen. Fahren wir mal ein bisschen raus, halten wir mal die 2 Rohstoffe. Optisch ist noch nichts so wie das Final. Also es geht momentan nur um die Funktion. Es ist alles ein bisschen grob grün und ein bisschen groß und so. Aber ob das alles so optisch bleibt, das weiß ich noch nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Jetzt müssen wir es bloß schnell aussitzen, weil jede Minute, normalerweise tut es das jede Stunde, ändern sich die Rohstoffe auf der Karte. Ja, die werden anders platziert, manche verschwinden, manche kommen, außer sie werden gerade abgebaut und so weiter und so fort. Passiert aktuell jede Minute und die Karten aktualisiert sich selbstständig in unter 50 Millisekunden. Und wohlgemerkt, wir sind hier auf einem Pimmel Strato Webhosting-Paket. Das wird interessant, wenn ich euch das erste Mal dann da reinlasse. Ich werde mir noch keinen V-Server nicht holen. Wieso verschwinden sie jetzt? Jetzt sind sie verschwunden. Aufpasst! Da haben keine Rohstoffe mehr. Wo sind die jetzt? Ohne dass ich Zeiten neiladen muss. Ich meine, das ist generell im ganzen Spiel wichtig. Hat aber auf der Karte noch nie funktioniert. Jetzt ist da ja unten der Rohstoff und da der Rohstoff. So. Was mir unendliche Probleme bereitet hat, ist, ich wollte die alte Karten so darstellen, wie die alte Karten war. Was wird die alte Karten kennen? Sie zeichnet mir, wenn ich schicke jetzt einmal mein Rohstoffextraktor zu dem Feld. Bumm. So. Warum steht jetzt da freies Gebiet? Hallo? Okay, es ist kaputt. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Nochmal schnell Nylon. Ihr Extraktor ist bereits in Bewegung. Aber wo ist denn hier in Bewegung? Hä? Okay.
wo man einfach mal bei irgendwas, es ist halt noch kaputt einfach. Natürlich ist es noch nicht fertig. Aber früher war das so, wenn ich dann da drauf drücke, schicke den da hin, dann hat das da eine grüne Linie eingezeichnet und dann ist das Extraktor-Icon langsam von Startpunkt zum Zielpunkt gefahren mit einer grünen Linie und so weiter. Und die Idee dahinter war, dass du alle Bewegungen von deinen Truppen, von den Extraktoren, von den Raketen, von Transporten und von Bauschiffen auf dieser Karten sägst und das da wuselt. Das habe ich probiert da umzusetzen. Es ist utopisch. Es ist utopisch, was das für eine Ladewust ist, um sowas Einfaches für einen Spieler einfach dargestellte Linie, fährt da hin, baut den Rohstoff ab, fährt wieder heim. Das ist unmöglich, Alter. So, ich bin da eine Woche lang bin ich davor gesessen, so kurz davor war ich, dass ich mir gedacht habe, okay, so kann man das hinkriegen, okay? Du kannst es vergessen. Darum verstecke ich dieses Problem und das Hauptproblem dabei ist nämlich folgendes. Die Linie zeichnen und das Icon, das von A nach B fährt, ist kein Stress. Geht sogar ziemlich einfach. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und tappe aus diesem Fenster raus, ja, jeder hat mehrere Tabs offen und so weiter, dann drosseln moderne Browser, also eigentlich alle, Firefox, Chrome, Edge, wer ein Edge hat, nimmt das sowieso nicht ganz dicht, der Safari, Opera, was es gibt, drosseln die Tabs, die im Hintergrund sind, so krass runter, dass JavaScripts und so weiter nicht mehr regelmäßig ausgeführt werden können und dann bleibt dein Icon einfach da stehen. Ja, du tappst außer für 5 Minuten, tappst wieder zurück und dann fährt das Icon von dem Punkt weiter, wo du ausgetappt bist. Verstehst? Und das zu synchronisieren ist unmöglich. Dann kann ich auch MMO auch bauen. Und das kann ich alleine nicht, sage ich freiwillig, was ist. Das übersteigt mein Können und es übersteigt auch meinen Elan, weil das ist einfach zu utopisch. So, dann habe ich überlegt, wie machen wir das? Ich mag nicht einfach nur so eine Karten, da wo man nichts sagt. Ah, ich mag wenigstens ein bisschen was sehen. Was ist da los, Digi? So. Dann habe ich überlegt, wie kann man das in einer Gameplay-Mechanik verstecken, die wir vorher so noch nicht gehabt haben. Ich drücke jetzt mal auf das blaue Ding da. Gesehen, was passieren? Sprenger sagt, Refresh forcieren beim Zurücktappen. Kann man das erfassen? Ja, kann man. Genau das ist aber das Problem. Jetzt labere ich mir wieder tot, aber es ist egal. Was kann alles passieren, währenddessen der Extraktor da hinfährt? Es kann passieren, dass vor dir jemand an diesem Extraktor dran ist. Es kann passieren, dass du so lange raustappt bist, dass der da hinfährt, sich hinsetzt, fertig abbaut und wieder zurückfährt, währenddessen du raustappt bist, ohne die Seiten neu zu laden. Wenn ich dann wieder eine tapp, merke ich mir, wann hast du das letzte Mal ausgetappt? Ja, da. Hast du jetzt währenddessen schon abgebaut oder nicht? Ja, nein, vielleicht bist du währenddessen, also jemand anders davor hingesetzt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was weiß ich. Dann hat es mein Schädel zerrissen und gesagt, Alter, wir fangen nochmal von Grund auf neu an. Die Darstellung der Map gefällt mir ganz gut, aber das, dass man diese Icons da, das ist mein kleiner Extraktor, der jetzt gerade da. Frag mich bitte nicht, wo der hinfährt. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert ist. Eigentlich darf dieser Rohstoff da nicht verschwinden, wenn ich da hinfahre. Irgendwie ist aber das passiert. Ich lade jetzt mal die Seiten nochmal rein. So. Jetzt ist da auf einmal wieder einer. Wasserstoff. Ihr Extraktor ist bereits in Bewegung. Irgendwas ist jetzt da ganz blöd kaputt gegangen. Aber ja, für das werden wir einen Beta-Test machen. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Das Einzige Mal, wie ich es mir erklären kann, ist, der Rohstoff ist in der Millisekunden verschwunden, wo ich draufgedrückt habe, fahr da hin. Naja, gut. Egal. Spielmechanik noch kurz erklärt, die mir dann eingefallen ist, so als ein bisschen, das ist ein bisschen ein Workaround, aber ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte. Und zwar, ich klicke jetzt nochmal da drauf. Siehst du, was passiert? Ich nenne das Ding Radarping. Das heißt, wenn du auf Karten gehst, siehst du erst einmal gar nichts. Außer deine eigenen Sachen, ohne dass du den Radarping machen musst. Diese Icons werden einmal geladen. Ich finde die Map ja zu Vollstoff, kann man das nicht entzerren. Das ist die alte Map. Das ist ja mein Problem immer gewesen. Das sind 2500 Fädel und eine relativ kleine Map. Ich möchte Planeten mit 250.000 Fädel. Und das ist ja ein Witz da. Natürlich ist das zu vollgestopft. Das wird später nicht so sein, so der Plan. Ja? Da müssen wir halt hinkommen. Ich möchte, dass da mindestens
zwischen jeder Kolonie 2, 3 Fädel Platz ist und so weiter, damit das alles ein bisschen entzerrt. Das ist ja utopischer so. So soll es nicht bleiben, da kriegst du einen Vogel, kennt sich kein Mensch mehr aus. Der Radarping. So, jetzt aber. Voll geil, Stämme. Herr Lausbuhr hat gesagt, da Travian Stämme, O-Game, an dem orientiert sich dieses Ding. So, was ihr jetzt haben wollt, was macht dieser Radarping? Nochmal, ich zoome jetzt da mal rein, damit man es optisch vielleicht ein bisschen sieht. Zack. Gesehen? Der Radarping wird quasi ausgesendet, der hat schon eine hinterlegte Reichweite. Die wird an ein Gebäude geknüpft. Ich glaube ans Hauptquartier, weil diesen Radarping braucht man eigentlich vom Anfang an vom Spiel. Und mit jeder Stufen und Technologien, die gibt es alle noch nicht, aber das kommt noch, kann man die Reichweite von diesem Ping ausdehnen. Und in diesem Ping erscheinen alle Icons in der Reichweite. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand da herum ist und der Rohstoff da unten ist und der fährt da gerade an dir vorbei und du drückst auf den Ping, dann wird dir die Position von diesem Icon angezeigt. Vorteil, ich muss nicht jede Sekunde lohnen, wo überall 1 Million Sachen umeinander fahren. Das geht einfach auch nicht. Ich kann es tarnen als bewegte Objekte auf der Karte müssen mit dem Radar erfasst werden und dieses Radar hat einen Cooldown. Zack, das kannst du bloß alle 10 Minuten machen oder so. Durch Technologien kannst du es vielleicht verkürzen auf 5 Minuten oder so. So, was bringt das mit sich? Du platzierst du hast ja mehrere Kolonien später, nicht bloß eine. Ja, Kolonien schauen übrigens so aus, da hast du deine Gebäude, die kennen auch schon alle was. Schaut nicht hinschauen, das schaut alles absolut beschissen aus, ist noch nicht auf Mobile optimiert. Schaut dann später mal ungefähr so aus, jetzt Gebäude kann irgendwas, lalelu. Dann überlegst du dir, dass du deine scheiß Kolonie nicht da ein Viertel weiter hin platzierst, sondern halt einfach in der Radarreichweite in einem anderen Gebiet daher sitzt. Dann kannst du einmal mit der Kolonie Ping auslösen und mit der einen Ping auslösen und kannst dann Überblick behalten, verstehst? Das ist so die Gameplay-Idee dahinter. Es löst so viele Probleme, dass es ganz aus ist. Das Einzige, was ich haben will, ist, dass man seine eigenen Extraktoren und Truppenbewegungen weiterhin mit roten Linien hat. Ja? Und die werden einfach ausblendet oder einblendet, wenn es fertig sind oder je nachdem, was passiert. Das kann man mit einem ganz einfachen Ajax Map Update machen. Das sind nicht viele Daten, die abgefragt werden müssen für deine eine Kolonie. Und dann, glaube ich, ist die Karten benutzbar. Dann ist der ganze Rest eigentlich wirklich nur noch die ganzen Gebäude-Interfaces fertig machen. Das Kraftwerk habe ich zum Beispiel schon fertig. Das ist eigentlich alles wird bloß versimplified. Das Hauptquartier habe ich fast fertig und die Waffenfabrik habe ich fertig. Die kennen nicht weil die Gebäude, das muss man auch dazu sagen. Richtig asozial wird es erst zum Beispiel beim Transport. Die Interfaces auf Mobile umbauen wird richtig hart asozial. Aber das kriege ich hin. So, jetzt habe ich wieder sauber 2 gelabert. Jetzt soll es Futzen, Annex. Und wenn es soweit ist, ab ins Discord. Ich gebe euch dann die Infos, wenn es was Neues gibt oder wenn man eine kann und ihr könnt es dann auch mal ausprobieren. Der Sally schreibt was Interessantes. Gibt es ein mobiles Radar, was an ein Fahrzeug verknüpft ist? Richtig geile Idee. Das ist natürlich dieser Radarping, ist eine einfache Funktion. Den Mittelpunkt von dem Radar kann ich natürlich aufpingen lassen, wo ich will. Was man sich mit dem Teil für Spielmechaniken ausdenken könnte, da ist die Luft nach oben, ich bin zu allem bereit, was das schon. Woher kommt der Name Annex? Annex ist die Kurzform vom Annektieren und im Prinzip machst du in dem Spiel nichts anderes wie Gebiete zu annektieren. Beta im Discord dann, oder? Ja, natürlich. Ich sage euch das natürlich auch im Chat-Ding, aber jeder muss sich halt wirklich darüber im Klaren sein, das Ding ist wirklich in der Beta. Weiß der Teufel, wie viele Fehler das da drinnen, nachdem ich mit meiner optischen Anpassung durch bin. Muss sagen, wenn wir es das letzte Mal laufen gehabt haben, im März 2021, das ist vor 4 Jahren gewesen, ist eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich gar nicht schlecht gelaufen. Gibt natürlich hier und da immer ein paar Fehler. Kampfsystem verursacht manchmal ein paar Fehler, dass einfach Truppen verschwinden oder gar nicht verschwinden oder gar nichts passiert. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, Stiegel für Stiegel. Ich will Rohstoffe for free für meine Idee. Du kannst mir am Arsch lecken for free für deine Idee. How about that? Ja, so. Genug über Annex. Und ja, auch die Ankündigung, ich habe vor, ich hoffe heute durch,
das so ernsthaft anzugehen, wie ich es noch nie gemacht habe. Ja, es werden bezahlbare Inhalte kommen. Brauchen wir überhaupt nicht drum diskutieren. Aber keine Pay-to-Win-Mechaniken. Du kannst da keine Zeitboni kaufen, du kannst da keine Rohstoffe kaufen, du kannst eigentlich nur einen Premium-Account kaufen und vielleicht ein paar Gebäudeskins oder so Kolonieskins, die ja jeder andere auf der Karte dann sagt. Und für so einen Premium-Account kriegst du dann ein paar so Komfortgeschichten und die haben eher daran orientiert, dir das Leben der Bedienung ein bisschen einfacher zu machen, aber du kannst genau das gleiche wie jeder andere. Ja. Du kriegst nicht mehr Rohstoffe, du kriegst keinen Spielvorteil, irgendwas. Weil ganz ehrlich, da habe ich eher ein weniger schlechtes Gewissen, da steckt so viel Zeit drin, du hast keine Vorstellung. Ja. Radarping, Jammer zum Verstecken von Einheiten. Kappa cool. Ja, zum Beispiel. Es gibt Raketen zum Bauen. Du kannst da so ein Stealth-Modul, die haben modular aufgebaut, du kannst einen Sprengkopf wählen, du kannst ein Sekundärmodul wählen, du kannst einen Tank wählen und du kannst einen Antrieb wählen. Und da gibt es ein Stealth-Modul, das eigentlich noch gar keine Funktion nicht hat. Aber für genau das wäre das dann. Das heißt, wenn du einen Radarping machst, dann siehst du dieses Icon nicht auf der Map. Zum Beispiel. Ja, und dieser Radarping ist dann auch wichtig, dass du andere Extraktoren siehst, die gerade zum Rohstoff fahren. Und dann kannst du abschätzen, okay, bin ich da jetzt, wenn ich jetzt losfahre, schneller dort wie er oder nicht? Scheiße, ich habe gerade Cooldown auf mein Radar, dann muss ich das von meiner anderen Kolonie aus machen. Oder habe ich vielleicht ein Korb-Mitglied, ja? Oh, du bist da gerade in der Natten, hast du gerade einen Radarping frei, schau mir nach, ob das Rohstofffädel frei ist. Etc., etc., etc. Kann ich erspielte Rohstoffe in bestimmter Menge als Nachlass im Merch-Shop einsetzen und verwerten? Ich darf mir wünschen, dass ich es hinkriege, dass ich irgendwie, das soll ja eigentlich nichts mit meiner YouTube-Geschichte da zum tun haben. Aber irgendwie darf ich mir wünschen, dass ich es vielleicht hinkriege, dass ich eine YouTube-API zusammenkriege, dass du, wenn du Mitglied bist, zum Beispiel so und so jetzt mal 1 oder 2 Wochen Premium-Account geschenkt kriegst. Zum Beispiel. Ja, dann nennen wir es, dann nehmen wir dann Birger Prime. Aber ist halt sehr schwierig zu machen. Für mich zumindest. Der Jammer schmeißt dann mit Marmelade. Naja, wenn 2 auf dasselbe Feld fahren, dann kracht's halt, oder? Nein, krachen tut es bei Extraktoren nicht. Das sind ja keine Kampfgeschichten nicht. Sondern der erste Extraktor, der hochkommt, der ist da. Und der zweite Extraktor, der schaut, der wird schon abgebaut und fährt wieder heim. Was du dann machen kannst, ist, und die Spielmechanik ist auch schon drin, du kannst dann Raketen bauen und den Extraktor, der da drauf ist, halt wegballern. Und dein Gegenüber sagt das natürlich und kann sich dann entscheiden, halt das aus oder lass ihn vorher abbrechen und bring ihn wieder heim. Skripten wie bei Stämme, No Front, Mr. Lausbau, was meinst du? Meinst du Bots? Also Botten und selber Skripten, wenn du dich natürlich auskennst? Das versuche ich natürlich zu unterbinden, aber es ist unmöglich. So gut wie unmöglich. Da werde ich mir anfangs noch nicht so richtig krass darum kümmern. Wenn mir sowas auffällt, fliegt es natürlich aus, das ist ja klar. Und zwar ohne Rumgezeter und sonst was. Ja. Gibt es dann Schutzschilde? Ja, es gibt Verteidigungsanlagen, die gibt es ja schon. Die haben zum einen einmal eine passive Chance, die Raketen abzufangen, bevor es einschlägt. Und sie hat einen Tab, wo man aktiv Raketen, die auf mich oder meine Kooperationsmitglieder fliegen, abfangen kann. Du musst aber halt Munition vorproduzieren gegen Rohstoffe. Du hast halt immer so und so viele Ladungen und dann kannst du auf eine Raketen schießen und dann zerreißt sie und es passiert nichts. Das mit dem Radarping klingt ein bisschen wie der Schatten von Age of Empires. Ist also ein bisschen. Ist es auch so ein bisschen, weil du im Prinzip eine Sichtreichweiten hast und dann macht es endlich Sinn, dass du deine Kolonien nicht alle auf einem Haufen hast, sondern ein bisschen weiter auseinander, damit du Gebiete abscannen kannst, was da so los ist. Dazu muss man natürlich sämtliche Mechaniken einbauen, dass das auch interessant sein muss, was da passiert, dass ich mit diesen Informationen auch was anfangen kann. Nice, Minigame im Game. Nicht unter was, wie viele Millisekunden, Angriffszeiten während am Anfang, nicht unter was, wie viele Millisekunden. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst oder was die konkrete Frage ist. Timestamps werden bei mir nicht in Millisekunden gespeichert. Da packt kein Surfer der Welt. Beziehungsweise ich mag mich nicht mit Millisekunden um anschlagen, ich sag das, wie es ist. Wirst du eigene Spielsounds einsprechen, wie Kruzifix und so weiter? Nein, wahrscheinlich nicht.
das nimmt dann doch die Ernsthaftigkeit aus dem Ganzen ein bisschen aus, wenn ich da mit Kruzifix und sonst irgendeinem Scheiß anfange. Das soll ja ein etwas Ernstes werden. Ja, das wird keine Blödelei da. Being StarCraft hat die Terraner Base so einen Ping. Being StarCraft hat die Terraner Base so einen Ping. Da hast du recht, was können die gleich wieder? Die deckt unsichtbare Einheiten und so einen Scheiß auf, oder? Ja, genau. Lausbub, was meinst du mit Angriffszeiten wäre ein Anfang? Nicht unter was? Wie viele Millisekunden? Da weiß ich nicht, was du hinaus möchtest. Sally schreibt, wäre doch geil, wenn es dann also ausschaut, dass die View, was man pingt hat, gefreezed hat bis zum nächsten Ping. Ja, das ist ja so. Also du pingst, dann hast du gesehen, dann geht dieser blaue Kreis raus, das ist bloß ein grafischer Effekt. Aber innerhalb von diesem Kreis werden alle Icons, also alles, was gerade an dir vorbeifährt, quasi, wird einmal aufpingt. Die bewegen sich nicht. Die haben in dem Moment, wo du pingst, werden die dargestellt, wo sie gerade sind. Wenn du in 5 Minuten nochmal schaust, ohne Ping, dann sind die Icons da immer noch. Du musst dann nochmal pingen und dann siehst, wo sie die hinbewegen. Verstehst? Das ist so die Idee dahinter. Und sparen wir nämlich die ganze Scheiße, die ist regelmäßig zum Updaten, außer meine eigenen Sachen, die kommen vielleicht wirklich so mal, dass sie alle paar Sekunden das ein bisschen bewegt und so weiter und so fort und das wirklich aus der Datenbank gelesen wird. Das könnte der Server verkraften, aber wenn da 1000 Leute, das war natürlich absolutes Wunschdenken, wenn 1000 Leute die Karten anstarren, dann habe ich es sowieso durchgespielt. Und die alle paar Sekunden die Map aktualisieren, dann zerreißt jeden Server auf dieser Welt. Und wie man sowas richtig performant macht, da reicht mein Wissen nicht. Sag ich, wie es ist. Lausbub, was ich meine, was bei Stämme ist, Bottenskripten, du läufst den Angriff auf 0,01 Millisekunden, das mal 1000. Das check ich nicht ganz. Du kannst Skripten, du läufst einen Angriff auf 0,01 Millisekunden, das mal 1000. Das verstehe ich nicht. Du brauchst doch, also ich kann da nur mal kurz, du kennst anscheinend Annex nicht, ich kann da nur erklären, wie es bei mir funktioniert. Du musst bei mir Truppen bauen, die stehen dann in deiner Kaserne drin und dann musst du eine Kolonie auswählen und die Stückzahl von Einheiten, wo du hinschicken musst und dann drückst du auf Senden. Das kannst du natürlich skripten, aber das Skript wird natürlich nicht ausgeführt, wenn du nicht genügend Einheiten hast. Also du kannst nicht 1000 Angriffe in einer Sekunde schicken, wenn es auf das hinaus. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Du kannst natürlich 100 Space Marines bauen und dann in einer Sekunde 100 Angriffe mit einem Space Marine schicken, die werden alle einzeln sterben. Alle. Nimm halt Redis als Cache-DB. Was ist Redis als Cache-DB? Redis, Cache-DB. Redis is an open source in-memory data structure store that can be used as a cache database and message broker. It's a popular choice for caching because of its speed, scalability and support for data replication. Den Tab lassen wir jetzt gleich mal offen, schauen wir mal an, was das ist. Hätte ich wahrscheinlich in meiner Laufbahn schon einmal hören müssen, aber wir haben ja keine sehr großen Projekte, wo sowas jetzt jemals. Was ist maintains sub-millisecond performance at up to 200 million operations per second. Was ist das für verrückter Scheiß? Redis Tutorial for Beginner. What is Redis? Werden wir mal anschauen. Herr Tom T. Mal gucken, ob man das vielleicht brauchen kann. Redis ist eine In-Memory-Datenbank. Sorry, was ist? Ich habe noch nie was davon gehört. Kann man das. Ich habe eine MySQL-Datenbank. Kann man das für Websachen überhaupt hernehmen, das Ding? Muss ich mir anschauen, keine Ahnung. Redis is a in-memory key-value database used as a distributed cache and message broker. Because it holds all data in memory und ja, MySQL macht schon auch so was Ähnliches, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Vielleicht ist das was Spezielles, keine Ahnung. Geile DB läuft easy auf Docker. Muss ich mir mal anschauen, vielleicht kann man damit was anfangen, ja. Ich sag's auch freiwillig, wie es ist. Weißt du, was da ganz furchtbar hilft? Hey Mr. Gemini, hey Mr. ChatGPT, Performance, Browser Game, Möglichkeiten, los. Haben wir in einem Projekt eingesetzt und haben Realtime-Reactions und ja, ist Ajax-compatible. Das war natürlich asozial, wenn ich dafür meine komplette Datenbankstruktur neu machen muss oder umbauen muss. Dann muss ich nämlich das ganze Spei umbauen und dann kann ich gleich schon sagen, das wird nicht passieren. Dann kann ich nicht mehr von vorne anfangen. Geil, also Mischung aus Stämme und Age of Empires. Fehlen nur noch Cobra-Autos und Cheats.
Ja, und auch so Space Marines. Hat man in Age of Empires nicht einen Space Marine hier durchgehen? Ah, wir kennen den Space Marine. So, Freunde der Sonne, jetzt haben wir uns doch wieder gelabert über NX. Aber es hat mir Spaß gemacht. Liken nicht vergessen. Abo da lassen, wenn du es noch nicht da hast. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad. Danke für die ganzen Donations. Ich glaube, das ist halt wieder ein bisschen so aus dem Ruder gelaufen. Was ist da los gewesen? Ich weiß es nicht. Kuss auf die Nuss natürlich trotzdem. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Ich bin richtig froh, dass jetzt einmal ein paar Tage Ruhe ist. Sag ich ganz ehrlich. Wer noch nicht im Discord ist, kommen Sie ins Discord. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank für alles. Press Triple F für die Moderatoren. Und ein klassisches Schödrapse ab in den Chat. Wenn ihr mitmacht, ist eine Kackfrisur. Immer. Aber auch wenn es mitmacht, bist du auch eine Kackfrisur. Alle sind Kackfrisuren. Was es eben ist. Und nun schleichen sie sich davon. Jetzt gehen wir einen Papst ehren. Ja, Herr Runim-Faust, absolut recht haben's. Schleichen Sie sich davon, ich wünsche euch was. Vielen Dank für alles. Wir sehen uns spätestens nächsten Montag. Hauen Sie rein! B! Nice. So, ich verstecke mich wieder vom Sprengi, der mittlerweile wahrscheinlich schon vorher Screenshots macht. Aber dann verstecke ich mich einfach nicht und grinst dumm. Okay, tschüss! Verdammt, das ist immer so peinlich, wenn dann nur mal dieses scheiß Pop-Up aufgeht. So, okay, tschüss!